Hey Oli, ich glaube, wir sind on. Hey, heute zusammen willkommen zum ersten Schweizer Fischer-Podcast. Fischverrückt! Ja Mann, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Und... Schön haben ihr eingeschaltet. Genau. Zu der 30. 30. Episode. Wir haben das letzte Mal darüber diskutiert. Ja, aber das Intro ist, ist in der 29. Episode gewesen. Ich muss schauen, dass ich dann die Folge richtig ablege. Ja, stimmt, Gut. Das ist falsch. Darum hast du wahrscheinlich auch die 29. Episode. Aber ich glaube, es hat ein bisschen Durcheinander gegeben, wie man das Intro vorher aufgenommen hat. Darum ist alles ein bisschen durcheinander gekommen. Ja. Aber wir haben doch letzte Woche gesagt, hey, ist doch cool, für eine runde Episode haben wir einen Gast. Genau. Und wer der Gast ist, da kommen wir dann später drauf zu. Richtig. Ich würde sagen, wir starten mal mit der ersten Rubrik. Rückblick und Ausblick. Aber weißt du, das finde ich schon ein bisschen schwach von dir, Nico. Jetzt trinke ich wieder mal Bier heute und du kündigst es nicht einmal an. Das ist ja der Rückblick und Ausblick. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, ich hätte letztes Mal, wo du kein Bier hast, hätte ich dich fragen, ob du einen Malstift und ein Blatt Papier willst du zeichnen wie ein Kind. Aber, Nein, wenn, dann bräuchte man mit Milch an einem Kind. Milch? Also komm, machen wir ein Bier auf. Ich will es auch meinen. Und wenn ich traurig bin, denke ich immer wieder daran, dass es gewisse Leute gibt, die das Bier einfach nicht mit einem Feuerzeug aufmachen können. Du jetzt nicht blöd, dann machen wir das Bier auf. Ich habe nicht mal ein Feuerzeug. Cheers. Cheers. Das Mami hat mich eben immer so erzogen, dass ich den Vornamen sagen beim Anstoßen und so. Echt? Ja. Bei mir hat es geheißen, in die Augen schauen. schauen. Ja, das ist klar. Ja, hat es bei mir auch geheißen. Hat es bei dir auch geheißen? Ja. Also komm, kommen wir zurück zum Podcast. Ja, genau, richtig. Hey, wir haben ja noch eine Abstimmung gemacht und zwar haben wir von euch wissen, ob das echt spannend wäre, wenn wir über die Äsche etwas machen würden. Weil wir haben ja eine Arbeit, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben oder zur Verfügung gestellt bekommen, mit einem Gast dementsprechend dazu, wo eine wissenschaftliche Arbeit über die Äsche gemacht hat, in einem Masterstudium oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht ganz genau. Ja. Auf jeden Fall sind 78% dafür. Finde ich cool. Danke vielmals an dieser Stelle. Geil. 78% über einen Fisch, der vom Aussterben bedroht ist. Mehr Infos darüber zu haben, finde ich cool. Würde ich sagen, machen wir. Wissen wir auch noch nicht genau wann. Genau. Das ist noch ein bisschen... Es wird tendenziell Herbst oder Winter reinlaufen. Ja, das ist ja gut, im Winter beißen, da kann man sich gezielt für Fischen. Genau. Ja, nein, aber ich finde es auch krass, dass so viele abgestimmt haben. Doch noch. Mega, ja. Ja, ist super, cool. Ja, dann hat sich noch die Frage gestellt, weil wir ja noch über fischen.ch diskutiert haben, welches ist der grösste Shop, wenn Fischen mal nicht mehr ist. Und das ist so ein bisschen der Bernhard gefallen. In Lichtrach, ja. Was sehr gross ist. Ich muss sagen, ich bin noch nie dort gewesen. Wo die Leute nachher kommentiert haben, wir haben auch gar nicht gross darüber nachgedacht, bei dieser Aussage. Aber stimmt eigentlich, Bernhard ist eigentlich auch ein sehr grosser Shop, Online-Shop. Absolut. Der HRH ist auch noch recht gross. Ja, jetzt sowieso, wenn er eine neue Homepage hat. Ja gut, die Homepage, ja. Die Ladefläche hat er ja gleich noch. Die gleiche, oder? Ja. Ist ja nur die Homepage neu. Die Homepage. Ja, die Ladefläche ist ja noch die gleiche. Oder? Aber ich glaube, der Bernhard hat schon recht viel Kapazität. Ich bin noch nie gewesen, ich habe nur immer Grosses gehört. Ja, es wird spannend sein, wer da ein bisschen Rennen macht. Genau. Dann war noch einer mit BC-Fischen. Dort hat noch jemand geschrieben, Kompaktheit vom Köder sei auch wichtig. Das haben wir gar nicht erwähnt in dieser Folge, wo wir es so vom Baitcaster hatten, weil dort hätten wir ja eigentlich können, BC gegen Station, dort hätten wir so Sachen auch können erwähnen. Ich glaube, dort haben wir über Kompaktheit vom Köder gar nicht geredet. Und ich das glaube, stimmt, das bezieht sich auf das. Ich habe gemeint, das bezieht sich auf dein letzte... Richtig, ja klar, das habe ich schon das Gefühl. Also ich glaube es zumindest, darum hat er es auch bei dieser Episode kommentiert, aber das hätte man vielleicht dort auch noch können, irgendwie so drin, weil über Köder selber haben wir, glaube bei dieser Frage Baitcast gegen Stationrolle gar nicht diskutiert. Ja, weil es auch nicht so grosse Auswahl gibt wie auf Hecht. Ja, nein, aber es ist so ein bisschen die Frage, was gehört sonst noch dazu, wenn du, oder auf was könntest du sonst noch achten, wenn du BC fischst. Aber ja, ist sicher auch noch ein wichtiger Punkt. Hey, Guideline, der Oli ist nicht der Einzige mit dem Problem. Ja, hast du den Kommentar gelesen? Ja. Hast du dich gerade wohlgefühlt im Jahr? Natürlich habe ich mich gerade wohlgefühlt. Auch, ich habe es irgendwie noch interessant gefunden, ich habe im Fall hure viele private Nachrichten bekommen auf meinem Kanal wegen dieser Warthose. Wirklich? Ja, die Leute finden es hure lustig, dass wieder
nass Das ist geworden bin. Ja, das war immer ein bisschen ein Theater und ist, glaube ich, recht unterhaltsam da draussen. Aber unterdessen gibt es auch schon News. Und zwar habe ich mit dem Wenger Kontakt gehabt. Und... Heißt der Wenger? Jetzt bin ich mehr. Ja, Niklaus Wenger. Niklaus Wenger, genau. Und er hat ein sehr gutes Mail geschrieben, also finde ich aus meiner Sicht ein mega gutes Mail an Guideline geschrieben. Und ja, jetzt mal schauen, was da dann die Antwort wird sein. Also, wie gesagt, ich will keine Ersatzhose mehr. Ich will kann ich mein verstehen. Cash zurück. Ja. Dann hat gestern noch einer geschrieben. Genau, der Barbless Lot. Dann reden wir nicht vom gleichen. Aber Nicht ja. vom gleichen. Er, oder hat er heute geschrieben? Wie auch immer. Also redest du von Insta oder von Spot? Von Insta. Ah, ich bin auf Spot. Ah, sorry. Ja, soll ich schnell sagen? Ja, Eben der Barbless Lot hat uns noch geschrieben, er findet unseren Podcast mega cool. Er will nicht mit uns über Bier diskutieren, über unsere Pfützen und was wir als Pfützen bezeichnen. Genau, ja, ist immer noch unsere Meinung. Das ist halt immer noch ein Bier-Podcast, ein Fischer-Podcast. Genau. Er hat ein kleines Problem, und zwar sagen immer schon sehr schnell fertig mit den Folgen und kann es kaum mal warten, bis wieder eine neue kommt, ob wir da eine Lösung haben. Ja. Ich glaube... Die Lösung haben wir, aber die wollen wir nicht. Nein, ich glaub nicht, dass wir jede Woche droppen. Nein, Ich meine schon, no unsere Base mit all 2 Wochen, was wir jetzt wirklich haben können, Januar, Februar, März, glaube ich, einhalten, ist eine sehr hohe Pace, wenn ich das vergleiche mit anderen Podcasts. Ja. In dem Aber auch für uns. Also mal abgesehen vom Vergleich, einfach nur schon rein für uns. Ja, wow. Also, nein, ich nicht, da wäre ich draus. Ja. Also, ausser du willst, Nein, ich komme einfach alle 2 Wochen dazu, aber ich glaube, es ist auch für dich... Ja, ich könnte es mir aber nur vorstellen, wenn wir es nur über Fernsehen machen. Ich meine, ich fahre immer da raus. Ich meine, wir wollen uns ja gleich noch sehen. Also, nein, das wird gar nicht gehen. Keine Chance. Ja, für mich ist... Ja, Ich könnte auch ärgerlich, wenn die heim, wenn ich nur... ja, hör auf. Eben, ja. Ja, und dann hat noch jemand geschrieben, so in knapp 10 Arbeitstagen alle eure Folgen reingezogen. Fazit, scheisse bin jetzt ein bisschen süchtig. Liebe Grüße von der Hechtstadt. PS, wisst ihr wo? Oli? Nein, das Ich habe ich auch mich auch nicht. nicht gefragt. Ich auch nicht, ich habe keine Ahnung. Was ist das, der Bielersee? Die Hechtstadt? Also ich fange in Greifensee meine Hecht, keine Ahnung. Ja, Zürich hat auch einen guten Hechtbestand. Zürich hat Ist auch noch einen guten schwierig. Hechtbestand. Ist noch schwierig zu sagen. Also der Sempi wird es nicht sein. Nein. Ja. Hey, Ivan, haust doch mal raus, keine Ahnung. Jo. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Vorstellen von unserem Gast. Haben wir eigentlich wieder einen Jingle drin? Keine Ahnung. Ich weiss mache nicht, glaube jetzt mal ein bisschen anders. Gut, also. Und wir haben ja wieder mal etwas vorbereitet. Oh, ja, mal. Wir haben wieder mal etwas vorbereitet als Intro. Unser Gast hat erst den Podcast gehört. Ich nehme mal an, er kennt die verschiedenen Intros. Oder er, also Kannst unser du Gast bitte natürlich. gendern? Wie? Kannst du bitte gendern? Das Ja. stresst mich. Ich hoffe, der Gast, nein, ich hoffe, unser Gast, wie sagen wir das? Ich hoffe, das dritte Mikrofon kennt es. Ja, hey, hören mal rein und bis nachher. Liebe Fischverrückt-Community, unser heutiger Gast setzt sich fürs Wohl der Fische ein. Ihr Unternehmen macht, dass die Vernetzung und der Schutz der Schweizer Gewässer gewährleistet ist. Sie hat ein Masterstudium an der ETH in Zürich in Umwelt-Naturwissenschaft absolviert und direkt darauf ihre Firma gegründet. Ihre Firma beißt sich zum Teil mit unseren Fischern. Aber schlussendlich wollen wir alles Gleiche. Mehr Fisch in unseren Schweizer Gewässern. Ein besonderes Anliegen von unserem heutigen Gast ist, ihr Wissen weiterzugeben. Zudem ist sie eine engagierte Person in der Öffentlichkeit. Wir sind sicher, dass jeder von euch schon mal etwas von ihr gehört hat oder gelesen hat. Nebst dem, dass sie sich mit Herzblut für ihre Firma einsetzt, liegt ihr Fokus auch auf sauberem Trinkwasser. Ja, sie ist auch politisch sehr ajour, aber auf das wollen wir gar nicht gross eingehen. Sie ist auf diversen Plattformen aktiv und äußert sich viel, wenn es ums Wohl der Gewässer und aber auch von der Fisch geht. Liebe Fischverrückt-Community, begrüßen bei uns am dritten Mikrofon, ohne WhatsApp und ohne Auto, Geschäftsführerin von der Fischwanderung GmbH, die Evi Bayer. Hallo zusammen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Und da wären wir schon beim ersten Stolperstein, wo wir uns nie sicher waren. Ist Genau. jetzt Eva oder Evi? Also ganz sicher Eva.
Gott sei Dank. Okay, gut. Ja, dann haben wir uns ein bisschen letztes eingesprochen. Ich hoffe, du bist uns nicht das böse. bleibt jetzt nicht irgendwie. Ich hoffe, du bist uns nicht böse. Nein, ist gut. Sehr gut, haben wir eins Glück gehabt. Ich habe nämlich Und der immer Rest hast gedacht, du weil ich habe deinen Namen gesehen und da steht Eva und ich habe immer gedacht, wie kommt der Nico auf Evi? Und er hat mit dir Kontakt und ich dachte, ja, der wird das schon wissen, wie der mit dir geredet hat. Ich habe dir heute auch immer Eva gesagt. Ja. Ja. Hä, wie bist denn du auf Evi? Keine Ahnung. Keine Okay. Ahnung. Jetzt ist es geklärt. Ihr Jetzt wisst ist es es alle. gut. Das ist Ja, mega jetzt ist wichtig. Ja, es ist mega wichtig. Es ist mit A. Okay, ja, das ist gut. Das ist gut. Also, wehe. Gut. Der Rest hat gestimmt. Ja, Gott sei Dank. grundsätzlich schon. Die Schwerpunkte sind vielleicht ein bisschen anders, aber macht nichts. Können wir mal vielleicht Okay, ja, perfekt. Ja, wir haben nachher noch ganz viel Zeit, um darüber zu reden. Ich würde es auch meinen. Und unser Gast, also die Eva, hat sich auch super vorbereitet, hat sie mir gesagt. Und kann sich all unseren Fragen stellen. Sie kennt sie noch nicht, aber sie kann sich all unseren Fragen stellen. Das ist perfekt. Jetzt, Oli, sehe ich übrigens auch deine Fragen. Hey, das ist doch super toll. Endlich. Dein Tablet ist ein bisschen lahm, hä? Deine Formatierung stimmt nicht ganz für meine nicht brennen, aber das ist Schönheit. Extra, das ist extra dass ich weiss, welches Ja, meine das ist Fragen sind. Perfekt. Ja, ich glaube, bevor wir genauer auf dich eingehen, jetzt haben sie schon mal gehört, sie wissen jetzt so ein bisschen, was du machst, so von der Grundsatz her zumindest. Sie wissen, wie man dich anspricht. Würde ich sagen, gehen wir zuerst mal in die nächste Rubrik. Und zwar ist das... Meine Woche, deine Woche. Das Bier trinken natürlich nicht vergessen. Lassen wir unsere... Was ist die weibliche Form von Gast? Habe ich Gästin. mich im Fall die ganze Zeit gefragt. Also was- Gästin ist tatsächlich korrekt. Nein, Obwohl das wirklich? mega komisch klingt. Echt? Ja, wir sind das einfach nicht gewöhnt. Aber Wow. kann man das, schon sagen. das sagt gar niemand. Nein, es ist auch komisch. Ja, Wir sagen doch auch, wenn du irgendeine Hochzeiteinladung oder so hast, liebe Gäste. liebe Gäste. Ja, Mehrzahl ist halt dann einfach. Ja. Ja. Aber bin ich die erste Frau da? Tatsächlich. Ja. Ah, wow. Ich habe mir das 30 gerade für den Schluss, ich habe mir das für den Schluss aufgespart, aber ja. Oh, sorry. Es ist aber noch geplant, Ja. dass unsere 2 Frauen da Und- auch noch werden erscheinen. Und eventuell noch weitere Frau dann. Stimmt. Aber wenn es da- klappt. Genau. Dazu vielleicht später. Aber ja, du bist Premiere. Ja, absolut. Jetzt kannst du allen nicht sagen, wie man das macht. In so einem männerdominierten Podcast. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, wenn wir dich mit, wenn wir sagen, jetzt ist unser Gast dran, Nein, unser Gast easy. vortritt. Okay, Gott sei Dank. Hey, jetzt sagst du immer Gästin. Ja, jetzt, genau. Also ich würde sagen, unsere Gästin fängt mal an damit. Ja, ich bin gezügelt. Tatsächlich bin ich von Dietiken weggezügelt und ich Was? habe nicht gedacht, dass es jemals ein Vorteil könnte sein, in Dietiken zu wohnen, außer man geht zum Nico an einem Podcast. Das wäre jetzt Come kürzer on. gewesen. Das wäre jetzt wirklich ein Vorteil gewesen. Du hättest einfach ins BDB Ja. einsteigen. Ja, ich has Aber weißt du was? was? Egal wo du bist ein Dietiker. Scheiße, du bist Dietikerin? Nein, Ja, du Pfeife. Ja. Hört man das nicht am Dialekt an? nein, bin ich nicht. Nein. Das musst du aber Nein. wissen, wenn du Ja. Dietiker wohnst. Also kommst du von dort, oder was? Nein, ich schaffe dich. Die Simon. Ich habe mich immer Jawohl. gefragt, wer pendelt immer auf Dietiken, um dort zu arbeiten. Was macht man dort? Dietiker? Ist voll gut. Jugendarbeit mache ich dort. Ja, das ist nötig. Wir reden nachher schnell, wo du wohnst und so. Nein, ist gut. Nein, also, aber ich bin gezügelt. Aber bist im Kanton Zürich geblieben? In Zürich, ja, Stadt Zürich wieder. Ach, da. Wenn wir schon bei Stille. Dialekt sind, das heisst bleiben. Bürkliplatz. Stille. Bürkliplatz. Also, aber das habe ich als Chance genutzt, um ein bisschen auszumisten. Und darum habe ich euch etwas mitgebracht, jedem von euch. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr fischt, dass alle Leute euch nur noch Shit mit Fisch schenken. Weil man halt Ja, noch mehr hat so etwas, verfreakt ja. wird. Genau. Mhm. Also das heisst, ich habe euch jetzt für jedem etwas mitgebracht, das ich mal geschenkt bekommen habe. Sorry, meine Freunde, ich gebe das jetzt weiter, weil Also ich du es nie schenkst so gebraucht. Shit weiter? Ja, genau. Geil. Wo ich jetzt aussortiert habe, wo ich gezügelt bin. Ja, da bin ich gespannt. Da bin ich auch gespannt. Shit mit Fisch. Also, Nico, was ist das? Ich hätte jetzt gesagt, es ist ein Flachmann in Fischform. Ja, und vor allem, Nein, es ist eine wirklich. Forelle. Und es ist Ja, für den Forellenkönig ja, okay. ein Flachmann, den ich nie gebraucht habe. Ah, danke Ja, und, vielmals. Ja, das zweite ist in dem Sinne wahrscheinlich ein bisschen weniger cool, aber weil ich habe 2 Sachen müssen mitbringen für den Oli. Es ist ein Fishing-Kit für Kinder. Super. Deine Tochter ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu klein, aber Ja, aber sicher bald so einen Stecker eben wieder auf dem eben, Bild. gell? Also, Super, vielen Dank. Hey, danke vielmals. Danke vielmals. Aber Oh nein, da, jetzt. Applaus. Danke vielmals. Danke vielmals. Dann nehme ich dir mit das Wasser. Ich schicke dir das mach Foto. ein Foto, ja. Ich schicke dir das Foto. Ist gut.
Nein, ja, und sonst bin ich einfach so an Projekten dran, um eben die Fischwanderung voranzubringen an verschiedenen Wasserkraftwerken. Aber ich glaube, da können wir später drauf eingehen. Absolut, ja. Da haben wir noch recht viele Fragen dazu. Hey, bei mir diese Woche hat sehr wenig zu tun gehabt mit Fischen. Das ist ja schon lange her. Wir waren mit meinen Brüdern am Kundelfingerhof, um unseren Tiefgefrierer wieder schnell ein bisschen auffüllen mit Forellen. Er hat vor allem für Ostern Forellen gebraucht. Und gesagt, komm, dann gehen wir doch. Macht noch Spass, so mit meinen Brüdern zu gehen, wenn man merkt, wenn jemand, der nicht fischt, plötzlich mega angefixt wird zum Fischen und da den Fisch überlisten, egal wie. Und ich meine, muss ihm da schon das Kränzchen winden. Ich meine, es gibt einfachere Köder zum Fisch fangen wie ein Spoon. Aber mein Bruder hat dann irgendwann gesagt, hey, Challenge ist heute mit Gummifisch auch noch eine Forelle zu fangen. Und dann ist er voll in den Fresser raus. Ja, das ist voll reingekommen. Ja. Das war lustig. Hey, Warthose habe ich euch ganz kurz von ein Update gegeben. Ich habe unterdessen eine neue Warthose. Wir sehen es in 2 Wochen, ob sie verheben. Was ist es für eine? Von Fintrail. Okay, ja. Und ich habe jetzt ganz neu, ich habe ja mal vor länger mal auf Insta, wer mir folgt, eine Umfrage gemacht, hey, was haben die so für Reiserohr für Routen, wenn ihr fliegt mit dem Flieger? Und danke, ich habe mich gar nie bedankt, ich mache es jetzt auf dem Weg. Es sind mega viele Nachrichten habe ich bekommen und Empfehlungen. Ich habe mich dann entschieden für die Bazooka Pro. Das ist die grosse, die ist jetzt nicht ausgefahren, glaube ich 1,80 und wenn sie ausfährt, 2 Meter irgendwas. Ein riesen Teil. Hättest du etwas gesagt? Ich hätte eins im Keller, wo ich... Nie brauchst? Ja. Ja, jetzt habe ich eins, danke vielmals. Ja, easy. Frag mich das nächste Mal nicht. Du hast ja auch meine Insta-Umfrage, jetzt können schreiben, habe eins. Ja, natürlich. Welches hast denn du? Ich warte immer bis ich habe ein PVC-Rohr. Mit einer Muffe vorne und einer Muffe hinten. Ja. Und einem Traggriff. Und? Hast du gebraucht? Ja. Ich war in Schweden mit dem, ich war in Island mit dem. Wo bin ich noch gewesen? Ja, ich glaube, die 2 sind. Holland bin ich auch schon mal gewesen. Ja. Ist super. Bringst etwa 10 oder 12 Routen drin insgesamt. Aber ich weiss nicht, kennst du Angel Maximal? Ja. Er hat jetzt diese Woche eine Story gemacht, er ist jetzt auf Amerika geflogen. Er hat, glaube ich, das gleiche Routenrohr wie ich, bin mir aber nicht sicher. Und bei ihm, es gibt ja so den Stift, wo du kannst ja ausfahren. Du kannst so mit dem Stift zusammen machen, dass es wieder so ausgefahren bleibt, weißt du, auf die Länge. Checkst du, was ich meine? Ja. Und irgendein Mitarbeiter, also du musst... Es ist ein Stift, wo so ein Klammt. Es ist mega schwierig, das wie Wort zu erklären. Ich weiss, was du meinst. Ich glaube, alle wissen, was ich meine. Gut. Ein Spind. Ein Mitarbeiter muss das rausgenommen haben und das Rohr zusammengeschoben haben. Und alles so Evergreen-Route, also wir reden da von 800 Franken aufwärts, alles oben verbrochen. Geil. Nein, sorry. Wer macht das? Gut, darum tue ich eben tendenziell die Route nicht mehr gleich rein. Ja, ich habe mir auch schon überlegt, anstatt den Stift tust du einfach ein Schloss an. Kannst auch, ja. Aber also meins kannst du eben gar nicht ausziehen. Weil meins ist wirklich ein normales PVC-Rohr. Weißt du, wie es ein Sanitär hat? Mein Bruder ist Sanitär. Und da habe ich ihm gesagt, hey, come on, mach mir so eins, bitte. Und das hat mich, warte mal geschwind, nichts gekostet. Stark. Weil die sind, glaube ich, recht teure Dinger. Ja, ich glaube, die kosten schon was. Ja. Darum habe ich gefunden, komm, es ist, ja. Hey, ich hoffe, es passiert nichts, wenn ich in die Ferien fliege. Hey, und sonst ist bei mir privat mega viel los, keine Ahnung, was wieder ist. Immer vor der Ferien zieht das. Beim Arbeiten privat und es wird einfach Zeit, dass man in die Ferien geht. Schön Ferien. Ja, gell. Auch heute, ich habe mich, glaube ich, die letzten 5 Minuten, bevor ich gegangen bin, vorbereitet. Habe ich noch nie gemacht. Merkt man nicht. Hä? Ich bin super vorbereitet. Nein, eben, merkt man nicht. Ich gebe auch mal eine ehrliche Antwort. Was ja, bei dir weiss ich nicht. Das ist so. Aber du bist nicht der Einzige. Es gibt viele andere, die es auch nicht wissen. Ah, eben. Ja. Hast du manchmal gehört, mein Sarkasmus, das sollte man haben. Hey, ich habe das Petri Heil als E-Paper jetzt freigeschaltet. Seit der Nils letztes Mal da war, hat er auch gesagt, ich kann mit meinem Login auch etwas... Und jetzt ist so die Frage, was mache ich mit diesen Petri Heil, die alle Monate ankommen? Könntest du die abstellen? Ich könnte einfach rein nur das E-Paper, ich habe ja ein Jahr schon gezahlt. Aha, du zahlst... Das ist ein anderer Preis für das E-Paper als für... Ja, das E-Paper kostet glaube 75 Stutz und ich habe jetzt irgendwie 104 gezahlt oder so. Okay, ja du nächstes Jahr. Ja. Aber Lisa ist es digital? Ja, das mache ich. Es ist nicht so angenehm. Hast du nicht mehr. Hast du es digital gehabt? Nicht. Nein, ich kann es auch nicht. Aber ich bin leider an diesem Podcast krank gewesen. Ich kann eigentlich den Nils ein bisschen herausfordern, ob das nur noch alte Säcke wie der Nico lässt. Ja, ich bin auch erstaunt. Also, das ist wahrscheinlich noch rentiert. Ja.
Also ich finde es schon noch cool. Ich finde es schon noch cool, so zum Reinschauen und einfach so ein bisschen rumschneugen. Also ich tue nicht jede Seite wirklich Wort für Wort durchlesen. Vieles tue ich auch überfliegen. Und da gibt es wieder mal 1-2 Monate, wo ich es einfach mal bei mir habe, mal so durchblätter und dann weitergebe. Und hankerum gibt es auch Monate, wo ich 2-3 am Stück wirklich akribisch echt durchlese. Einfach, weil es Aber mir weißt du, finde ich unternimmt. schade. Und weil ich Zeit habe natürlich. Das Heftchen kommt uns mal einmal im Monat. 11 Mal im Jahr, ja. Eben, dann hast du 11 Heftchen. Ja. Das hat mich irgendwann angeschissen. Du hast einfach 11 Heftchen daheim und du liest es, wenn es gut kommt, 2 Mal. Wenn Ja, überhaupt. also dann kommt es verdammt gut. Eben. Und dann, was machst du? Ja, Also weißt du, natürlich, was passiert dann genau, mit denen? genau. Darum ist das mein Gedanke mit dem E-Paper. Einfach so, ja, ist okay. Oder, Aber ich kann es jetzt als oder E-Paper. sie können ja einen Podcast machen, sie können nicht einfach darüber das Sie haben einen. vorlesen. Also K. Ja, aber das ist nur Aber Sie können ja ein eins Jahr oder so, vorlesen. oder? Haben Sie Ja, nicht einfach nein, das 12 sind- Fischarten gemacht Ja, oder aber so? das sind doch nur irgendwie ein Oder ich weiß paar nicht. Episoden. Ja. Ja. Er hat Das auch wär- mal nichts gesagt, wo ich da gesagt habe, im ersten Schweizer Fischer-Podcast. Ja, genau. Hey, dann bin ich fischen an der Rüss, für alle, die es gesehen haben. Ich habe doch einen Alet gefangen. Ja, ein prächtiger, hä? Er war noch ein grosser, ja. Mit dem Nedrick. Ich habe gefunden, das Wasser ist hure warm, die Egli werden wahrscheinlich schon am Laich sein. Ja, komm, es gibt immer so ein bisschen die Verwirrten, die gibt es immer, so ein bisschen die Umschwirrenden, die nicht wissen, ja, soll ich nicht, soll ich noch essen, soll ich leichen. Ja, das hat mal etwas, das war cool gewesen. Und dann Wieso noch, sagst du so abwertend mit dem Nedrick? nein, es soll nicht abwertend sein, ich bin mehr erstaunt, dass ich mit dem Nedrick etwas gefangen habe, weil ich habe noch nie einen Nedrick gefischt, man sieht es auch nicht gross in der Schweiz, muss auch gesagt sein. Also ich kenne niemanden, der wirklich viel damit fischt. Und ich habe jetzt noch von niemandem irgendwie gehört, wow, ich habe ein Monsterregel gefangen mit dem Nedrick und ich habe Hecht gefangen mit dem Nedrick und ich habe Alet gefangen mit dem Nedrick oder weiss der Teufel was. Und das ist mehr so ein bisschen, man sieht es in den Ami-Videos hauptsächlich. Und so Ja, in den die Deutschen- YPCs doch, die- sieht man es weniger. Auch, ja, weniger. Wenig, sehr Aber wenig. sonst- Ja. Und dann habe ich mir gesagt, komm, ich probiere es mal, ich habe das Zeug da. Ja, ist schon noch geil, wenn der Köder sich so aufstellt. Es ist mega gut gegangen. Ich habe dann noch ein paar Unterwasseraufnahmen gemacht mit dem Wurm selber. Und der stellt sich wunderbar auf. Und mit dem Garnelius, und der kann wirklich schön die Scheren auf. Es sieht verdammt geil aus. Ja, vielleicht tue ich die dann mal posten. Ja, und sonst habe ich eigentlich nichts gemacht. Hat nicht so viel erlebt, hä? Nein. Nein, du eben, der Rest ist arbeiten und arbeiten. That's it. Mehr nicht. Hey, das wären meine Wochen gewesen. Würde ich sagen, gehen wir in die nächste Rubrik, oder? Hey, das darf man im Fall nicht immer sagen. Das hat mich angefangen zu stressen, als ich letztes Mal den Podcast gehört habe. Ja, was wollen wir denn sagen? Wir gehen jetzt... Ah ja, scheiße. Ja, wir Also, wollen uns irgendeinen anderen Übergang überlegen. Gehen wir weiter, machen wir weiter mit den Infos aus der Szene. Viel besser. Ich muss mal wieder ein bisschen die Fernsehmoderatoren beobachten, was die einmal so für Übergänge machen. Ja, vielleicht schreibt ja wieder einer einen Kommentar von wegen, wir sind wie Radiomoderatoren, weil wir so viel Gutes umgesetzt haben und das ist der Input, wie ich würde wechseln. Hat ja letztes Mal einer geschrieben, wo ich immer so, was habe ich gesagt? Nice. Das ist die nächste Umfrage für diesen Podcast. Wie können wir den Übergang fließend wechseln? Tust du eintragen? Ich tue es eintragen. Hey, wir sind ja in den Infos aus der Szene. Lassen wir doch unsere Gästin aus. Ah, ich habe es jetzt so gesagt wegen Gästin. Nein. Ich würde sagen, ich fange gerade an. Ich habe, glaube relativ vieles im Vergleich zum Oli. Aber ich glaube, der Oli wird dort auch der eine oder andere Hinweis wahrscheinlich durchgeben, oder? Ich bin gerade noch am Schreiben, habe ich nicht zugelassen. Bin ich mich gewöhnt. Dann fangen wir doch an mit einem brandaktuellen Thema, und zwar mit dem Enrico. Der Enrico Di Ventura, wie ihr vielleicht alle mitbekommen habt, hat ja Hecht und Barsch verlassen und ist zu Fox Rage gegangen. Und zwar als Brand Ambassador und Product Manager. Ja, und Ja. lustig irgendwie 2 Tage, einen Tag später, wo unser Podcast rausgekommen ist, wo wir das gross thematisiert haben. Ja, am 1. April hat er es ja kommuniziert. Aber weißt du, das habe ich mich gefragt, warum macht das auch noch Hecht und Barsch am 1. April? Weil die haben doch den Luis ja schon am 1. April bekannt gegeben. Und der Abgang von Enrico am 1. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn irgendwie wieder mal so etwas ist nächstes Jahr, dass das auch wieder am 1. April kommuniziert Okay. wird. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Vielleicht Einfach sagt der so ein bisschen- Clickbaits. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Finde ich aber eigentlich auch nicht weiter schlimm, schlussendlich. Wir haben es ja gewusst. Ja, Ja, ist nichts Neues gewesen. genau. Dann Suzuki Fishing Games, haben wir es ja auch schon drüber gehabt. Hey, ich habe wieder mal geschaut und ich habe wieder müssen sagen, es ist holländisch. Ich habe keine Ahnung, um was es wirklich geht. Es geht ums Fischen, okay. Aber die Minigames und so am Anfang, hast du es geschaut, gell?
Nein, ich muss jetzt ehrlich sagen, Shame on you. ich kann es wirklich so... Ich Gut, mache du es gehst nur noch bei den Toppis. Du gehst jetzt in die Ferien, ja, die haben ja gefischt, Toppis. Oh, wow. Ja, der erste. Oder Ja, hast hast du die gesehen, Toppis? Ja, logisch. Toppis. Also das haben wir schon letztes Mal darüber geredet. Nein, Doch. letztes Mal ist Sportex und... Nein, wir haben letztes Mal über Toppis geredet. 100%. aber die haben noch nicht gefischt. Da. Doch. Wette ich jetzt meine Hand drauf. Ohne Das Witz. habe ich angebracht. Bin ja. ich so fehl? Ja. Wir haben nur letztes Mal überlegt, weil ich nicht die Ja. erste Folge geschaut habe. Wir haben aufgenommen und sie ist am Freitag drauf gekommen. Die ist noch nicht gelaufen. Wirklich? Ja, du schreibst da Folge so Zucki Games mit Toppis diesen Freitag. Okay, Freund. okay, sorry. Was hast du drauf gewettet? Meine Hand. Gut, Würmi. Nicht mehr mitfischen. So, Wieso? Kann ich immer noch die linke? ja, eben. Und ich habe mich dann gefragt, um was geht es überhaupt? Und ich habe von Robin eine Sprachnachricht bekommen und würde euch sonst die jetzt gerade mal einspielen. Ja, das Game ist ein bisschen kompliziert. Ich finde es aber mega geil, dass es ein bisschen anders ist als alle anderen YouTube-Shows. Du musst am Anfang ein Minigame machen, es sind immer unterschiedliche, immer irgendetwas anderes. Und dann gewinnst du 15 Minuten extra Fishing-Zeit. Das Mal müssen wir möglichst viele YouTube-Follower für Raufmeister holen. Und die gewinnen, können dann als erste Box gewinnen. Und in der Mystery Box, sie haben drin gehabt, dass sie einen dritten Fischer dürfen haben für eine Stunde. Und wir haben gehabt, dass wir den kleinsten Fisch am Eis dürfen wegstreichen von ihnen. Also ist auch ein bisschen Glück dabei, es lässt auch Emotionen reinkommen und lässt die Taktik mega verändern. Also sie haben zum Beispiel eine riesen Zetti gehabt, für Ufer wirklich einen guten Zetti und haben gewusst so, fuck, den kann man am Eis wegstreichen. Ergo sind es gar Egelfische, aber die haben sie nicht verwünscht gehabt, beziehungsweise einen 21er, also ein hoher Schwein gehabt, der ist auf 22 gezählt, aber der war dann für das Minigame am Nachmittag gewesen. Am Nachmittag am Eis kommt dann eben ein neues Game und das hat es geheißen, der schon mit Softbait, der als erst mit Softbait einen Fisch fängt, das andere Team eine Stunde lang nicht mit Softbait fischen. Sie haben eine 21-Regel gefangen. Der Marshall tut dann immer das noch kontrollieren, dass nicht beschissen wird und so. Aber sie haben dann eben ein Schwein gehabt, das gerade vor dem Mittag am 74er Hecht gefangen haben. Also die haben es wahrscheinlich extra klein gemessen, dass der weggestrichen wird. Sie haben ja später nochmal einen Hecht gefangen, einen grösseren noch. Ich bin ja fast froh gewesen, nicht, dass das heisst, wir haben noch gewonnen wegen dem. Weil Hecht ist einfacher zu fangen, viel einfacher als so ein hoher 75er Zetti. Das war schon ein Wahnsinns-Zetti vom Aufwärmturnier. Vor allem, wir haben beide etwa 4 Stunden Fischzeit noch gehabt, wegen der Autofahrzeit und so. Darum richtig crazy Fisch. Ja, und wir haben dann bei einer Fullcard, wenn 2 Zander, 2 Egli und 1 Hecht hast, kommst du 80 Punkte extra über. Darum habe ich mich über den kleinen Egli so dermassen gefreut, weil das war der wichtigste Fisch gewesen. Der hat eine Fullcard gegeben und 80 Punkte extra und so sind wir einen vorbeigezogen. Also du musst mega taktisch fischen. Wie oft hast du Egli-Spots, Zanderspots und Hechtspots ja auch am anderen Ort. Das heisst, also ein Fisch streichen kann die ganze Taktik ändern, das Minigame kann die ganze Taktik ändern. Wir haben extra so alles geschaut, dass wir die Spots eigentlich Marvin immer durchgegeben haben, wo wir sind gerade. Und gesagt, hey, schau, dort sind wir dann am nächsten Spot und haben dann so auf die Eis gelegt gehabt. Also eigentlich ein bisschen Pech. Nachher haben wir es dann immer vor der Eis gehabt, bevor das Minigame kommt, weil die ganze Taktik kann durcheinander werfen und die ganze Fahrroute kann durcheinander werfen. Du kannst nicht einfach sagen, okay, jetzt gehen wir wieder an den Hechtspot, wenn du eine Stunde weiterfahren und nach wieder eine Stunde durch. Aber das Mal ist perfekt aufgegangen, weil Marvin ist genau am Eis dort gestanden. Und dann haben wir als erste Ruhe Fondue essen und sind dann nochmal 3/4 Stunde im Auto gehockt. Und in dieser Stunde haben wir nicht dürfen mit Softbait fischen. Wir haben praktisch nur Softbaits dabei gehabt. Wir sind am ersten Mal eigentlich, wir haben ja nicht gewusst, was es so gibt, Minigames und so. Und wir haben nur das Minimum an Tackle dabei gehabt. Und fast schon nur Toppis-Zeug, der Primus, der Harpet haben wir dort noch nicht gehabt. Darum hat das alles ein bisschen durcheinander gerührt. Aber so sind wir dann eigentlich nur im Auto gehockt und am Essen und haben die Stunde so überbrückt. Aber ein Schwein gehabt eigentlich allem. Aber es war episch, hat Spass gemacht. Im Nachhinein, es ist auch verdammt anstrengend im Training und weiss was alles. Du musst jeden Spot, musst die Fahrroute bestimmen, schauen, wo sind Parkplätze, schnell anfahren. Es sind etwa 5-6 Spots, die wir gefischt haben, die wir nie gefangen haben, sind gar nicht erst eingeschnitten worden. Unter anderem auch dort, wo der Pader seinen ersten Fuffi gefangen hat. Dort haben wir das mal nie gehabt. Und ja, also es ist wirklich krass fest zusammengeschnitten. Es sind ganz viele Szenen gar nicht drin. Aber es sind halt 16 Stunden Filmmaterial, das zusammengeschnitten worden ist auf 53, 54 Minuten. Das ist crazy. Also von beiden Teams 8 Stunden. Aber das bringt mega Emotionen. Du weißt nie, was das Anfangsgame ist. Du weißt nie, was in dieser Mystery Box ist. Ab und zu ist es gut, ab und zu schlecht. Es gibt so Mystery Boxen, wo es dann heisst, hey, wenn du einen Rapfen fängst, zählt er als Egli.
ist natürlich hure geil, wenn du so einen 70er-Rapfen fängst, gell? Oder gibt es solche, wenn du einen Zander auf Hardbait fängst, kommst du 20 Cent extra rüber und das andere Team 20 Cent Abzug. Und eben so Sachen verändern Taktiken mega. Du musst immer darauf eingehen, es ist nicht einfach ein YPC, wo du weißt, jetzt gehe ich auf den Fisch, dann gehe ich auf den Fisch, dann gehe ich auf den Fisch. Es ist viel mehr ein taktisches Fischen, du musst viel mehr Backup-Spots haben in der Nähe von jedem anderen Spot, Plan A, B, C Spots in allen Regionen, wo der Fisch ist und so weiter. Das ist eine hohe Vorbereitung, die man einstecken muss, die man dann gar nicht sieht. Viel mehr, als ich würde einfach sagen, ich habe jetzt einen Spot und ich kann fischen, weil je nach Game musst du komplett alles ändern, auf einen anderen Spot fischen. Darum, ja, also wir haben durch alle 3 Partien, die wir gefischt haben, haben wir immer richtig gezittert. Meistens ist es aufgegangen, ab und zu nicht. Ja, wir sind die anderen, die noch Glück gehabt mit der Box, auch mit mir. Das war sicher geil gewesen, dass wir einen Fisch streichen, aber ein dritter Fischer ist natürlich auch episch. Sie haben dann aber einen Pech gehabt, dass Daniel Weyer so angerufen nicht können. Noch 2, 3 andere nicht. Und nachher haben sie einen dritten Fischer dort genommen, der gerade ein paar Egli gefangen hat. Dann haben sie den dazu genommen, der hat aber in dem Moment auch nichts mehr gefangen. Und der dritte Rute ist einfach Gold wert im Wasser. Hat ihnen das aber nicht gebracht. Es ist wirklich, also jedem Turniertag ist halt alles Winter gewesen. Ist so mies gewesen zum Fischen. Also es ist wirklich 5 Fische rausbringen. Wir haben 6 oder 7 gehabt. Ich habe noch grossen verloren. Am Schluss hat der Egli nochmal upgraded, aber es ist so crazy, um 3 Fischarten zu fangen in so kurzer Zeit, 4-5 Stunden im Winter. Kennst du das selber, wie lang kann sein? Das sieht man es sieht alles nicht so easy aus, aber es ist fucking Struggle. Und an dem Tag, es ist die ganze Woche 2 Grad und Schneeregen gewesen, und dann kommt am Sonntag einfach eine Warmfront mit 18 Grad hier. Hey, es hat nochmal die ganze Fischerei verändert. Das war crazy gewesen. Aber zum Glück haben sie wieder ein bisschen angefangen zu beißen, 2 Tage vorher. Haben beide Teams einfach nichts gefangen. Die anderen sind am Trainieren gewesen, des Grauens, wir auch, und haben einfach keinen einzigen Biss angebracht. Dann kommt auf einmal der Wetterumschwung, dann ist wieder etwas gegangen. Normalerweise Wetterumschwung das Schlimmste. Dort hat es zum Guten bewirkt, dass wir schnell aktiv geworden sind. Aber wirklich crazy gewesen. Krass. Aber ja, Nerven sind durch gewesen, ich sag's dir. Ich habe so schlecht geschlafen und durchmüde und weiss, was ab und zu sieht man sich ein bisschen auf der Aufnahme. Ja, aber es ist wirklich ein Erlebnis, ein einmaliges Erlebnis im Leben gewesen. Ich glaube, so etwas kann man nicht mitmachen. Sonst, wir haben ja auch mega Glück gehabt, dass wir einen Slot bekommen haben gegen die grossen Marken. Und das war episch gewesen. Schon geil gewesen. So viel zu dem. Wenn ihr weitere Fragen habt, fragt Robin gerade direkt. Er hat das noch gern. Es sind recht viele Anfragen zu ihm wegen Stuckis. Echt? Hey, der ist fast durchgedreht. Der hat Sachen bekommen von Leuten, die ihm fast an die Gurgel gekumpelt sind anscheinend. Stimmt, das wollte ich eigentlich noch machen für den Podcast, so die Best-of. Aber es ist nicht so ja, viel. Ja, ich kann es auch machen. Gewesen. Ich habe ein paar gute gefunden, aber ich habe es nicht notiert. Ich habe 2, 3 gute gefunden. Den von Stuckis habe ich gut gefunden. Dann ist noch irgendwie eine Regenbogenforelle, die von den USA annektiert worden ist, die nicht mehr Regenbogenforelle heisst, sondern American Trout, irgendwie so etwas. Gut, also, habe ich ihn schlecht gefunden. Aber nein, ich habe ihn gut gefunden. Schon? Und der Bodensee ist doch auch noch irgendwie so, die Verschwörungstheorie am Bodensee ist doch auch noch so. Ja, irgend so ist es auch noch ja. Ja, genau. Dann, hey, Predator Tour. Ich habe mit dem Aschi noch kurz ein bisschen geschrieben und Predator Tour ist das Line-Up bereits schon wieder draussen. Und zwar ist es so, dass der Aschi und der Peter immer für fischen.ch gestartet sind. Und die diesjährige Predator Tour fischen sie für Toppies. Ja, was? Ja, habe ich nicht. Hast du gewusst? Nein, ich auch nicht. Ich auch nicht. Spannend. Und Thomas Geier, der auch bei Fischen.ch war, ist zwar nie für Fischen gestartet, der fischt wieder mit dem Martin Gamper. Ich glaube, letztes Mal auch schon mit dem Martin Gamper gefischt gehabt. Aber das mal für Pro Outdoor, also für ihren Online-Shop. Sehr geil. Und Finnwald Schweiz hat 3 Teams am Start. Ja, ist das nicht auch schon so bei der WPC? Ist das letzte Mal schon? Ah, das weiss ich nicht. WPC hat nicht gross verfolgt. Ja, ich habe gemeint. Ja, schon. Okay, krass. 3 Teams. Geil. Dann habe ich, wie ja schon gesagt, das PTLSI-Paper, also den durchgelesen, selbstverständlich. Und in der Ausgabe 0425 ist ein cooler Bericht drin über C&R mit dem Sebastian Hähnel, über Catch and Release. Ich schaue, dass ich euch den noch irgendwie posten kann im Insta. Ich habe das Go vom Nils. Mega cool, also könnt ihr unbedingt mal durchlesen, wie, wo, was was ist Pro und Contra, es vielleicht von einer neuen Perspektive anschauen, wie sieht es der Hähnel. Ich habe es recht aufschlussreich gefunden.
und sonst gerne mal ins letzte Jahr zurückscrollen. Wir haben eine Episode darüber gemacht. Genau, und das ist eben für mich dann der ausschlaggebende Grund gewesen, warum das im Nils geschrieben haben und gesagt, hey, los, kannst du mir echt den geben, weil da könnten wir vielleicht noch drauf vermerken. Genau. Dann habe ich gesehen, Efficiency sucht einen Category Manager. Was zum Geier ist denn ein Category Manager? Der schaut mit dem Einkauf, beziehungsweise der kauft Produkt ein, schaut, was braucht es und tut das Ganze so ein bisschen kategorisieren. Halt. Okay. Der schaut so ein bisschen, wie, wo, was es braucht. Habe ich auch im Petri Heil gesehen, riesen Seite. Ich dachte, ja, ich glaube, die wollen wirklich wieder kommen. Das Petri Heil hat dann etwa 2 oder 3 Seiten später über einen Konkurs berichtet von Fisten.ch und hat dann auch gerade eine Abstimmung gemacht, wer kauft noch ein? Oder würden die noch einkaufen? Und es sind dann doch 45%, die nicht mehr dort würden einkaufen zum 45%? Mhm. Krass, hä? Das ist eigentlich noch viel, ja. Und Ja, darauf schon. hat dann der Peter Schüppach einen Post gemacht, ich weiß nicht mehr, ob auf X, also ehemals Twitter, oder ob auf LinkedIn, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, er, der eigentlich aus dem Operativen zurückgezogen ist, und gesagt, hey, das Petri Heil hat jetzt alle gegen uns auf, wir müssen da irgendetwas machen, wir müssen uns dagegen wehren und. Ich habe es dann auch nicht mehr genau verfolgt, weil es ist mir dann irgendwann auch zu blöd geworden, das Ganze. Ja, so ein bisschen. Zu dem Stand von Fischen.ch. Okay, aber finde ich noch eine krasse Aussage aus dem, ist einfach eine neutrale Frage. Ja, und ja, eben. Das ist ohne Hate, ohne nichts, ohne ganz normal. Und, ich würde es gerne auch nicht weiter kommentieren, weil sonst trifft die. Ja, genau. Bootsreinigungspflicht auf dem Zürichsee ist jetzt auch in Kraft getreten. Also jeder, der sein Bötchen auf dem Zürichsee einwassern will, der muss gereinigt haben, beziehungsweise muss das Standortgewässer definiert, also das Heimgewässer definiert haben. Sonst gibt es eine satte Busse. Da findet ihr den Link, kannst du mir das vielleicht auch geschwind notieren. Ich schaue das und dann kann ich die Shownotes gehen vom Formular, also für jeden, der das Bötchen am Zürichsee hat, kann dort über den Link schlussendlich das Ganze vermerken. Dann habe ich noch etwas Neues, und zwar habe ich im Shop neu, unter anderem Baits von Sakura. Ich habe die Foxy Minnow MR50. Das sind so geile Baits, und die sind so richtig geil. Hardbaits sind das. Die laufen relativ flach, die sind so geil. Twitch-Baits für mich. Ja. Dann haben wir... Du als Forellenfischer. Genau, ja, hey, ich habe jetzt eine UL-Route und ich habe auch noch Spoons jetzt bestellt von der Sakura für den Shop. So. Jetzt aber du, hä? Von 2,4 Gramm bis zu 11,6 Gramm. Also Spoons, die ich normal kann rühren mit 11,6 Gramm, die endlich mal ein bisschen angenehm sind. Und habe natürlich bei Topis dann den Provius können vorbestellen. Der ist dann angekommen und sie hat da, der Robin, danke vielmals Robin an dieser Stelle, hat uns 2 Provius, die wir jetzt hier vor uns auf dem Tisch liegen haben, in den Farben Sandstorm und Shiny Pink als Giveaway mitgegeben. Danke vielmals Robin. Und dass wir jetzt uns nicht überlegen müssen, wie wir die gewinnen können, behalten wir es einfach selber. Ja, nein, vielleicht kommt uns noch irgendetwas in den Sinn. Nein, ich weiss nicht, wie wir es machen. Okay, gut. Ich warte noch bis zum Schluss Zeit, um zu überlegen, wie die Zuhörenden die 2 Dates können gewinnen können. Perfekt, ja, sensationell. Finde ich eine gute Idee. Hey, und das wäre es im Fall von meinen Infos. So, habe fertig. Wow. Okay, ich habe nur 2. Eine bin ich mir aber nicht mal sicher. Ja, ist wieder mal so typisch, Oli hat wieder mal etwas gelesen und einfach gedacht, es muss im Podcast kommen. Sie haben am Bodensee eine Studie gemacht, vielleicht kannst du da mehr dazu sagen, dass vor allem bei Felchen haben sie festgestellt, dass männliche Fische immer weiblicher werden. Das haben die Österreicher gemacht. Die Österreicher gemacht. Ja, ich meinte es. Habe ich auch gelesen. Tatsächlich bin ich darüber nicht informiert. Okay. Aber da, Ist eigentlich das Fachgebiet, ja. oder? welche an sich oder der Bodensee oder Der wie meinst du? Bodensee so mit Verweiblichen und so Anatomie. Nein, eben genau. Ich bin eigentlich vor allem, also das hat ja häufig, also das ist ja wirklich fischanatomisch dann und das hat häufig ja auch noch zu tun eben mit Hormonen und sonst mit sonstigen chemischen Belastungen in Gewässern Genau. und so hat häufig mit dem zu tun und ich mache nichts eigentlich mit Wasserqualität. Also alles Chemische und so mache ich nicht. Ich habe das vorher erwähnt, Trinkwasserinitiative und so, aber das ist wie ein bisschen übergreifend, weil das natürlich auch einen Einfluss hat auf die sonstigen Gewässer. Ja, super, danke. Cool. Aber das habe ich auch gelesen, ja. Ja, habe ich einfach noch spannend gefunden, wer mehr wissen will. Soll's googlen. Man soll es googlen. Genau. Hey, dann vielen Dank schon an dieser Stelle an Johannes, wie der Nico vorhin gesagt hat. Der Enrico ist weg von LMAB, der Johannes Gasser ist da nachgerutscht und macht jetzt Brandmanager bei LMAB. Und
Wie er das macht, wie das Ganze vonstatten gegangen ist, erklärt er euch gerade schnell selber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Fischverrückt Podcast. Hier ist Johannes von LMAB. Wie ihr in der letzten Folge von Fischverrückt vielleicht schon mitbekommen habt, haben da Nico und Olli ein bisschen über Enrico so meine Zukunft spekuliert. Und da die Katze nun aus dem Sack ist, hat mich Olli gebeten, da ein kleines Statement meinerseits zu geben. Und deswegen gibt es hier die schöne Sprachnachricht von mir. Ich hoffe, die Tonqualität ist halbwegs okay. Ansonsten dies bitte entschuldigen. Und ja, wie ihr mitbekommen habt, seit dem 1.4. hat Enrico LMAB verlassen und hat zu Fox gewechselt. Sehr schade, muss ich sagen, weil wir ein sehr gutes Team auf dem Boot zusammen waren. Aber gut, so ist es im Leben manchmal. Und ja, für mich hat sich da jetzt natürlich eine Chance ergeben dadurch, weil Enricos Posten natürlich nachbesetzt worden musste. Und ja, natürlich kam ich da ein bisschen in Frage, weil ich natürlich vorher schon mit Enrico ein bisschen zusammen teilweise Produkte gemacht habe zum pelagischen Angeln, gerade wo sich Enrico nicht so gut auskannte. Und natürlich auch ein bisschen Social Media Arbeit, ein paar Videos schon dabei gewesen. Und deswegen stand für Toni und Daniel quasi mein Name gleich mal ziemlich weit oben auf der Liste. Und ja, war natürlich nicht ganz einfach direkt für mich natürlich, wegen Arbeit und neuer Job. Aber ich habe natürlich auch direkt versucht, das Ganze umzusetzen. Und ja, nach ein bisschen hin und her und ein paar Gesprächen auch bei mir in der Firma, hat sich ergeben, dass ich meinen Job, den ich davor schon hatte, auf 50% reduzieren konnte. Zumindest befristet bis Ende Jahr. Und das war für Toni und Daniel auch okay, dass ich erstmal nur 50% quasi Enricos Posten übernehme. Und ja, jetzt kann ich ein bisschen risikofrei, wenn man das so sagen kann, da mal ein bisschen reinschnuppern in die Angelindustrie. Und bin jetzt quasi 50% für die Sachen von LMAB zuständig. Und 50% mache ich noch meinen alten Job. Das wissen wahrscheinlich fast niemand weiß das bisher. Nur die Freunde von mir und so natürlich. Und ja, Olli hat mich gebeten, hier ein bisschen zu sagen, was jetzt meine Aufgaben so sein werden bei LMAB. Und das ist eigentlich ganz einfach. Ich werde vor allem für Social Media zuständig sein, quasi Videos für YouTube produzieren, ein bisschen neue Produkte vorstellen. Und was noch dazu kommt, ist eben, dass ich Louis, also Big L, der hat ja letztes Jahr seine Marke Monkey Lures an Hecht und Barsch abgegeben und arbeitet seit da bei Hecht und Barsch als Produktentwickler für Monkey Lures, aber auch für LMAB. Also da geht es vor allem viel um den Import von China und so, da die ganzen Samples anfordern. Da kennt sich Louis richtig gut aus. Und mein Job ist es vor allem, Ideen quasi umzusetzen, ein paar Ideen reinzubringen, Farben, Köder, was man so machen könnte und diese Köder dann vor allem auch zu testen am Wasser, in den Videos zu benutzen. Und ja, eigentlich ganz cooler Part, muss ich sagen. Auch echt ein Traum für mich, der in Erfüllung gegangen ist. Und ich freue mich. Es ist auf jeden Fall eine große Veränderung für mich, eine große Herausforderung. Aber ich sehe da sehr positiv in die Zukunft, muss ich sagen. Ich hoffe, dass es auch so gut läuft, wie ich es mir vorstelle, dass man das dann quasi erhöhen kann Ende Jahr, dass ich vielleicht meinen Job irgendwann ganz an den Nagel hänge, wenn es denn gut läuft. Und ja, mal gucken, wie es denn am Ende wirklich wird, ob es wirklich so toll ist, quasi sein Hobby zum Beruf zu machen. Das wird die Zeit zeigen. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall freuen auf einen neuen, motivierten jungen Mann, wenn man das so sagen darf, bei LMAB. Und das so viel von meiner Seite. Ich werde natürlich mit Enrico weiterhin privat angeln gehen. Ich freue mich auch, wenn ich ihn in Holland oder so irgendwo bei gemeinsamen Turnieren quasi sehe. Da darf er immer gerne mal einen Teller Pasta für mich kochen. Und ja, da ist auf jeden Fall gar kein böses Blut geflossen zwischen mir und Enrico, sowieso überhaupt nicht. Wir waren früher Teamkollegen, jetzt sind wir natürlich immer noch Freunde. Daran hat sich gar nichts geändert. Und ja,
So viel von meiner Seite. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß beim Rest des Podcasts. Ich bin raus. Wir sehen uns, dickes Petri am Wasser. Danke an dieser Stelle nochmal Johannes für die ausführliche Antwort. Merci vielmals. Wir haben ihn ja schon im Podcast gehabt. Hat sich sicher mega gefreut, wo du ihn angeschrieben hast. Ja, voll. Also ich habe noch öfters mit ihm einmal Kontakt. Ist noch lustig. Stimmt, ihr fangen ja Minuten zusammen, gell? Ja, das war jetzt einmal gewesen. Das kannst du jetzt nicht auf jedes Mal abwälzen. Wir holen das schon noch, aber ich glaube, jetzt wird sein Plan noch enger als vorher. Mal schauen. Aber ich glaube, wir finden da schon mal noch Zeit. Gut. Dann würde ich sagen, wären wir bereits. Eva hat keine News, hat sie uns vorab schon gesagt. Genau. Aber wir wären jetzt beim Thema. Jetzt habe ich probiert, eine scheisse Überleitung. Aber es ist auch so ein bisschen, ja, es ist okay, es ist schreiben Sie in die Kommentare, ja, hauen Sie, wie wir das sollen machen. Ja, absolut. Hey. Jetzt kommt eigentlich der entspannte Teil für uns. Hast du die Fragen ein bisschen geordnet oder so? Oder hebst du auf, wenn du eine Frage willst stellen? Weil ich habe es probiert, so ein bisschen... Also ich habe sie vorher nicht bekommen. Nein, natürlich nicht. Das ist auch lustiger. Ja. Also. Wir wollen deinen Blick haben. Warte, ich tue dich schon filmen. Nein. Nice. Alles gut. Alles gut. Wir müssen einfach noch ein Foto machen. Genau. Eben, zu der Frage, kann ich die einfach... Grätschst du mir rein, wenn du... Richtig. Ich heb so den Finger auf, so in der Schule. Super. Hey, dann fangen wir doch ganz am Anfang an. Wer bist du? Gute Frage. Also, genau. Ich bin Eva Bayer. Ich bin Inhaberin von der Firma Fischwanderung GmbH. Und ich habe Naturwissenschaften studiert, wie ihr vorher schon erwähnt habt. Und ich bin eigentlich auf die Fische gekommen, wo ich während dem Studium mal gelernt habe und an der Siel gesessen bin und dann konnte beobachten, wie die Fische gegen den Beton gumpen am Sielhölzli wäre und nicht dann können wandern, weil dort hat es keine Fischtreppe. Und dann habe ich mich darüber informiert, so, hey, eben Begriff schon kennt, was ist eine Fischtreppe, wieso hat es da keine und so. Und dann ist rausgekommen, ja, sie kennen das Problem, aber das würde Millionen kosten. Und dann habe ich so gedacht, ja, wie Millionen, müssen wir günstiger machen. Und habe dann so mit einem Freund so eine modulare Fischtreppe entwickelt und das ist dann so immer ein bisschen grösser geworden. Ich habe dann meine Bachelorarbeit, meine Masterarbeit darüber gemacht und dann so eine Zusammenarbeit mit einer Firma und einen Startup-Wettbewerb gewonnen und so mit dieser Idee, eine günstige Lösung von so einer modularen Fischtreppe, die man temporär einsetzen kann. Und die hat Step geheißen und ich habe dann immer so Videos gedreht dort. Und durch das bin ich wirklich... Ich glaube, das habe ich im Fall gesehen. Ich genau. glaube, das habe ich gesehen. Also vor allem mit dem Startup kommt es mir so ein bisschen... Und das war so ein bisschen eine Zeit gewesen, so vor 10 Jahren etwa, auf Facebook, wo noch niemand gross so in der Gewässerökologie so Videos und so geteilt hat. Und darum ist das dann ja, wie ein bisschen gross geworden, eben dann auch in der Fischerszene, weil eben gerade Fischerinnen dann das interessant gefunden haben, dass ich mich dort einsetze für das. Und ihr ja an sich häufig die sind, die halt zumindest die Gewässer und die Fische häufig kennen und sonst die Leute meistens nicht so. Und darum bin ich wie so ein bisschen in die Szene so reingekommen. Und bin dann eben irgendwann auch mit der Fischtreppe also Messen gewesen und dort eben habe ich dann Fischen CH, die Leute und so kennengelernt und so. Und so bin ich wie ein bisschen auf das gekommen, damals. Genau, man kennt mich wahrscheinlich sozusagen von dem, so von dieser Fischtreppe und diesen Videos und so. Und eben, ich habe dann dieses Infoportal aufgebaut und immer ein bisschen so geschrieben und ja, wie ein bisschen meine Meinung auch geäussert zu den Themen, die rund ums Gewässer zu tun haben. Okay, also eigentlich sehr ein breites Spektrum, was eigentlich mal aus einer Fischtreppe rausgekommen ist, wenn du so willst, oder? Ja, grundsätzlich schon, aber ich würde jetzt sagen, so meine Tätigkeit, also eben meine Firma heisst so und das ist schon das, was ich vor allem mache. Ich schaue, dass die Fische wieder wandern können in unseren Gewässern. Drauf und ab. Und es ist aber wie in dem Sinn halt breiter, weil natürlich das ganze Thema viel komplexer auch ist. Spannend. Ja, ich so einfach so am See gekocht und eigentlich reingerutscht in das Ganze. Ja, also am Fluss. Ja, am Fluss, ja, sorry. Ja, könnte man sagen, also ja, aber ich bin am See auch aufgewachsen und habe schon Bezug zum Wasser immer gehabt und so, aber ich würde jetzt schon sagen, die Fische sind jetzt schon auch für mich sozusagen jetzt als Tier und so nicht so, ja, wie sagt man, nicht die Nächsten gewesen, weil man sieht sie einfach auch nicht und so. Und ich bin dann sozusagen erst über das drauf gekommen, aha, welche Fischarten gibt es in der Schweiz, wie viel gibt es, wie all das. So, ja, genau. aber so geht es doch uns Fischer blöd gesagt auch. Bevor du nicht dich mit dem Hobby befasst hast, wie du gesagt hast, den Fisch siehst du nicht, außer so ein Haifisch, den man im Fernsehen sieht. Ja, oder so. genau. Das ist auch ein Teil des Problems. Ja, also wie fern, also dass man also sie eben, nicht sieht. dass man sie nicht so sieht und dass sie nicht so die Sympathieträger sind. Also ich meine, Vögel oder so haben noch mega viele Leute, die das lässig finden. Milieueffekte und so. Ja, genau. Und so, oder? Und oh, schau mal den herzigen schönen Vogel an. Und selbst wenn du einen Fisch siehst, dann ja,
ist glitschig und irgendwie... Also ich muss sagen, eine schöne Äsche mit der Faden ist für mich, der ist für mich einer der schönsten ja, Fische. aber wer hat schon mal einen Äsche Ja, das gesehen? ist so. Echt? Ich meine, da musst du halt Das ist so Vor allem, wer nicht fischt. Ja, genau. Aber wahrscheinlich Oder nicht, auch vor allem lebendig, also Ja, nicht auf dem ja, Teller. genau. Ich meine, das ist das, was die Leute Ja. immer gesagt haben, ja, ich kenne nur die Fische, die man Ja, isst. ja, das ist so. Aber Meistens kennen sie nur noch Fischstäbchen. Ja. Oder das, ja. Aber als ich eben an dieser Fischtreppe geschafft habe, mit der Masterarbeit, bin ich jeden Tag dort gewesen. Das war der Tös gewesen. Und dort eben sind nachher Leute gekommen, wenn ich das mache und so, ja, ich zähle Fisch, wo wandern. Da hat es Fisch. Und dann denke ich so, ja, hoffentlich, das ist ein Fluss. Also, ja, aber das ist wirklich so das Bewusstsein zum Teil nicht um. Stelle ich mir mega spannend vor, Fisch zu zählen. Der Traumberuf von jedem. Was machst du? Ich zähle Fisch. Ohne Scheiß, das will ich jetzt mal, Nein. das will Also, ich jetzt aber einmal das ist eine etwas, Woche was ich mitmachen. tatsächlich mache. Und darum schaffe ich auch gerne mit Fischerinnen zusammen, weil das sind ja die häufig dann kommen und unterstützen. Weil sie finden das ja dann auch cool. Richtig, Ja. Eben, weil, wie es ja eigentlich im Intro schon geheißen hat, wir sind auch froh, wenn es mehr Fisch in unseren Gewässern gibt. Ja, das wäre eben, darf ich auch eine Frage stellen? Selbstverständlich. Meine Frage, dass du gerade am Anfang in dem Intro gesagt hast, wir sind nicht unbedingt auf der gleichen Linie oder irgendwie, wir haben nicht das gleiche Interesse oder es beißt sich ein bisschen. Ja, das bezieht sich vor allem aufs Catch and Release. Ja, aber okay, aber das ist nicht sozusagen ein Kernelement, was ich mache mit meiner Firma. Ja. Das stimmt, aber ich weiss noch, was du mir damals gesagt hast, als wir uns getroffen haben. Ich glaube, an der Messe ist das gesagt. Ja. Ich glaube, sogar gewesen. Ja. Oder am Telefon echt. Nein, der Mess. Das war an der Messe, glaube ich. Ja. Nein, ich habe es cool gefunden, haben dann eine Folge zu dem gemacht. Also, Absolut. Nein, Ist die schwierigste Folge, die wir hier gemacht haben. Aber es ist gut, Ja. haben das sie gemacht. Ja. hast du sie komplett gehört? Ja. Ich habe heute aber auch wieder einen spannenden Podcast darüber gehört. Und so in Namenfenster Ja. kommen immer mehr. Ja. Das ist, hast du den Podcast vom Hänel gehört? Nein. Okay, weil der hat im Bericht eben auch über Entnahmefenster Ja. noch geschrieben. Also. Es gibt noch einen Podcast, Dicht am Fisch aus Ja. Deutschland, kennt ihr den? Ja, Mhm. Die schon haben mal da- gehört, noch Die nie haben ja auch gehört. so einen über Ethik, das ist so eine Folge. Ja. Der geht ziemlich lang, aber das ist auch Catch and Release ein grosses Thema. Ja, ich glaube, Catch and Release ist schon mehr, als man eigentlich denkt, wenn man so im Wasser ist. Ich glaube, es interessiert schon mehr Fischer, als man eigentlich denkt. Aber das Fass ohne Boden haben wir schon mal aufgemacht, die Büchse der Pandora. Und ich würde sagen, wir haben sie wieder gut zugemacht und die lassen wir jetzt auch so mal zu. Was machst du, wenn du nicht am Arbeiten bist, so, dass die Leute dich noch so privat kennen? Ja, also ich habe 2 kleine Kinder und wie ihr wisst, also es gibt eigentlich nichts anderes als Arbeiten und kleine Kinder haben. Okay, ihr fischt noch, aber ich mache ja sozusagen, ich habe ja wie auch meine Freude an der Natur und an den Gewässern zu meinem Beruf gemacht und bin mit dem mega viel draussen und mache das und eben jetzt gerade ist wirklich der Fokus auf die Familie. Weiss voll nicht, wichtige Frage, Mädchen oder Bub? Es sind 2 Buben. Yes, Duracell-Häsli. Was? Nicht aktiv, so. Mummensäckle umkehren. Ja, also das ist ein stehender Begriff. Wie? Das, Du erzähl, Häsli? ja, habe ich noch nie Nein, gehört. nicht, mal. Mal, also unser ist ein richtiges Duracell-Häsli. Der hat die ganze Schnürre verkratzt, ist vorgestern umgekehrt, hat den Boden geküsst, hat geschwind brüllt und ist nachher drinnen wieder rumgesäckelt. Nein, Das ist schon so. herrlich. Das sind die Mädchen tendenziell weniger, habe ich gehört. Ich weiss aber Das kann ich auch dann später wird ich beantworten. dann zeigen. Ja, ich frage dich dann in einem Jahr, 2 noch einmal. Oli. Mhm. Wenn sie mit Schäufeli andere verklebt haben. Ja, genau. Mit dem Pickel. Ja. Hey, Eva, was ist deine Vision von den Gewässern? Also meine Vision für die Schweizer Gewässer wäre an sich, dass sie mehr Raum bekommen. Unsere Gewässer sind enorm unter Druck von ganz vielen Interessenseiten. Also wir machen Strom, wir gehen drin baden, wir gehen fischen, wir beziehen Trinkwasser, beziehen, wir noch unsere Felder bewirtschaften, wir haben sie begradigt, um dort Felder bauen und alles. Und der Druck ist enorm hoch und gut schweizerisch haben wir überall einen Kompromiss und versuchen überall alles zu machen. Und wenn wir überall alles und auch noch ein bisschen Natur machen wollen, verliert die Natur aber. Weil die braucht einfach auch Raum. Sie braucht Platz. Und meine Vision ist ein bisschen, dass das Bewusstsein da ist, was wir eigentlich haben an diesen Gewässern. Und wir haben schon extrem viel verloren und ganz viele Menschen wissen gar nicht, wie ein natürlicher Fluss aussieht. Und man nimmt dann das an, wie es jetzt ist, weil man das ja gar nicht kennt, wie es eigentlich mal war. Und meine Vision ist aber, dass wir wieder lebendige Flüsse haben, die dynamisch sind, die mehr Platz haben und wo eben auch unter der Wasseroberfläche leben. Und das ist ein grosses Problem, dass das häufig nicht mehr der Fall ist. Also wir haben nicht tote Gewässer per se, aber der Zustand ist wirklich schlecht. Also ihr wisst das, als Fischerinnen alle. Die Anzahl Arten geht zurück, aber auch die Biomasse geht zurück, einfach die Anzahl Fisch, die wir haben.
Und die Fische sind sozusagen wie ein bisschen das Ende so von der Nahrungskette auch. Und eben, es hat auch natürlich mit den Insekten und allem darunter zu tun, die vorhanden sind oder eben nicht mehr vorhanden sind. Und der Zustand ist wirklich dramatisch und das ist häufig einfach immer noch nicht so im Bewusstsein. Also wir hatten ja eine Phase gehabt, wo wir ganz viel Verschmutzung in den Gewässern hatten und das haben wir wie in den Griff bekommen. Und Leute, die das noch erlebt haben, die wissen noch, man hat nicht baden, man hat es nicht trinken. Das ist heute ja nicht mehr so, heute ist alles gut. Unsere Gewässer sehen top aus. Bis auf Blaualgen oder Burgunderalgen, ja. Im Sommer, wenn es ganz extrem wird, aber sonst hat man wie das Gefühl, die Schweiz, Wasserschloss Schweiz, kein Problem. Und das ist eben nicht der Fall. Und darum ist wie meine Vision, dass wir auch das Bewusstsein für das da ist und dass man darum dem auch genug Raum muss geben, dass sie auch in Zukunft die Funktionen überhaupt erfüllen können. Und dazu gehört einfach auch der Lebensraum dazu. Bringen wir die Gewässer wieder so hin, wie es mal waren? Also ja, auf welchen Zustand gehst du zurück? Also sie werden nie mehr so sein, ohne menschlichen Einfluss. Aber das müssen sie auch nicht. Aber es muss wie ein Maß geben vom Miteinander. Im Fall jetzt ohne Scheiß, ohne dass du jetzt das gesagt hast, habe ich das schon ein paar Mal gefragt. Wenn ich am Fluss unterwegs bin oder am Bach unterwegs bin, habe ich mich schon ein paar Mal gefragt, ist jetzt das noch von der Natur aus so gemacht? Oder haben wir da schon eingegriffen? Und das habe ich im Fall, ohne jetzt da mit dir irgendwie zu tun gehabt, habe ich mich im Fall schon ein paar Mal gefragt, ob es jetzt noch natürlich ist oder schon menschgemacht. Das ist die Frage, wo gehst du vor allem fischen? Weil ich würde mal sagen, vor allem im Mittelland ist die Mehrheit nicht mehr natürlich. Ich bin vor allem im Tessin unterwegs. Ja, da kenne ich mich jetzt wieder schlecht aus, aber sobald du weiter rauf auch in die Berge gehst und so, haben wir natürlich umso mehr natürlichere Situationen. Aber es ist eine wichtige Frage, weil wenn es jetzt darum geht, hey, wir wollen die Gewässer wieder besser machen, in dem Sinne revitalisieren, sagt man, um sie wieder aufwerten, Lebensraum aufwerten, wieder mehr Platz geben, dann fragt man sich eben genau das. Wie ist es denn mal natürlich gewesen? Wie ist es ursprünglich gewesen? Und dann versucht man das wieder herzustellen. Und das ist eben nicht trivial, weil das halt komplexe Zusammenhänge hat und eben schon anfangen zum Beispiel mit dem Abfluss. Du musst eben ihr wisst, dass zum Beispiel der Rhein, Hochrhein, könnt ihr euch vorstellen, der ist früher noch frei geflossen und jetzt haben wir 11 Wasserkraftwerke dort, das heisst, man hat eigentlich immer einen See und dann den nächsten See und dann den nächsten See, so stauhaltig. Und das ist halt wie nicht mehr der natürliche Zustand. Aber Wasserkraft ist natürlich wichtig in der Schweiz. Über 60% vom Strom ist in der Schweiz von Wasserkraft. Das heisst, solange du Wasserkraft betreiben willst, werden wir das haben. Und es gibt aber halt wie auch den Kompromiss, wie kannst du denn die Wasserkraft so machen, dass sie sozusagen eben die Fische auch können, zum Beispiel durchwandern. Und sie in dem Sinne wie verträglicher machen, wie dass es einfach nur ein Problem ist. Wie viele Wasserkraftwerke haben noch keine Fischtreppe? Also, Gibt es Wasserkraftwerke, die noch keine haben? Ja. Also, das ist jetzt wieder ganz wichtig. 2011 hat es eine Revision vom Gewässerschutzgesetz gegeben und das ist passiert auf eine Initiative vom Schweizer Fischereiverband. Also das ist wirklich aus der Fischerszene gekommen, um zu sagen, hey, unsere Gewässer brauchen Unterstützung und das ist enorm wichtig. Und in dem Gesetz ist festgeschrieben, dass alle Wasserkraftwerke eigentlich bis 2030 einen Auf- und einen Fischabstieg gewährleistet haben. Und dann hat man eine Analyse gemacht und analysiert, wie hoch ist der Bedarf und hat dann gemerkt, ja, es sind über 1000 wasserkraftwerksbedingte Hindernisse, die noch keine funktionsfähige Fischaufstiegshilfe haben. Also Stand 2025? Das ist der Stand 2011 oder ja, kurz danach. Und jetzt könntest du sagen, ja, ein paar weniger. Also ist noch nicht viel gegangen in dieser Zeit. Ja, man ist dran, aber das ist wirklich ein Thema. Also das mache ich in meiner täglichen Arbeit auch. Ich schaue Kraftwerk an, man plant Varianten und überlegt dann, wie könntest du das machen und so. Aber bis das umgesetzt wird, das geht einfach lang. Und das Gesetz war eine mega gute Voraussetzung gewesen, aber es hat dann wie auch das Fachpersonal gefehlt, sowohl auf der Privatbüroseite wie dann auch bei den kantonalen Fachstellen wie auch beim Bund, um das alles zu bearbeiten. Man hätte wie das ganze Know-how aufbauen. Und darum ist das ein Prozess, der echt langsamer geht, als man gedacht hat und wir werden es nicht schaffen bis 2030. Also das wissen wir. Und die Gelder, die für das gesprochen worden sind, werden auch nicht reichen und das braucht es wie politische Lösungen, dass das weitergetragen wird. Und was gibt es für Konsequenzen? Ja, Gibt es Konsequenzen? Ja, ursprünglich war mal wie gedacht, das hat man eben gescheit gemacht, dass man gesagt hat, den Kraftwerksbetreibern, wenn ihr das bis 2030 macht, dann wird euch das finanziert. Und wenn ihr das sozusagen später macht, dann müsst ihr es selber zahlen. Aber jetzt ist es so, dass sie es wie zum Teil, sie wollen vielleicht, oder eben sie bekommen dann eine Verfügung vom Kanton, sie müssen jetzt das machen, und dann wollen sie das vielleicht, aber dann eben geht es so lange bei den Behörden, die das alles prüfen, wie sie es finanzieren, bis dann wieder das zurückkommt und umgesetzt wird, dass sie dann wie gar nicht die Chance haben,
sozusagen das umzusetzen und darum wird es eine politische Lösung brauchen, dass die Frist verlängert wird. Das heisst, ja, erstmal wird wahrscheinlich nichts passieren. Aber das Ziel ist schon, dort dran zu sein und eben auch auf das hinzuweisen und auch eben politisch eine Lösung zu finden. Ja, aber das finde ich so mühsam. Ja, es tönt für mich ganz klar nach Bünzli Schweiz. Ja, wirklich. Wo einfach der Ball immer hin und her gespielt wird. Ich bis nicht, du die Luft- nicht. Ja, genau, so der bis Herz irgendwann die Luft ja. draussen ist, oder? Und irgendwann heisst es, ja, jetzt müssen wir halt. Oder? Also so kommt es mir ein bisschen vor. Also ich glaube, es gibt wie Themen, wo das wirklich noch mehr war, zum Beispiel beim Restwasser. Eben wenn ein Wasserkraftwerk... Das ist ja immer noch das Thema, Genau. Restwasser. Und das ist ja eben, wenn das Kraftwerk Strom produziert und wirklich den Fluss sozusagen ausleitet und dann später wieder rein und dann hast du eine Strecke, die ursprüngliche Flussstrecke, die weniger Wasser hat. Und das hätte schon längst müssen umgesetzt werden. Und dort war es wirklich ein bisschen so gewesen, dass man das wie immer verschleppt hat. Und jetzt kommt es erst, sowohl wenn die jetzt eine Fischtreppe bauen müssen, wie auch einen Fischabstieg oder wenn ihre Bewilligung ausläuft. Das heisst Konzession, du brauchst eine Bewilligung, um ein Kraftwerk zu betreiben. Die werden meistens eben für 60 oder 80 Jahre vergeben. Und die sind alle etwa dann gebaut worden. Das heisst, in der nächsten Zeit wird ziemlich viel kommen. Und dann ist genau das Thema, jetzt müssen sie eigentlich mehr Restwasser lassen. Und jetzt fangen die halt auch an, um das wieder zu bekämpfen. Und das ist eben wie auch das, was ich jetzt sage, eine Rolle, wo die Fischerinnen auch wirklich reinnehmen können, um zu sagen, hey, aber das braucht es wirklich und das ist eigentlich Gesetzesgrundlage und wir fordern das auch ein. Wir kommen nachher, ich habe noch eine Frage dazu, so muss ich sagen. Mich interessiert vor allem noch, wie viel dass du bei der Motion Fische, damit unsere Seen und Flüsse und Teiche lebendig bleiben, dazu beigetragen hast. Nicht. Nicht? Okay. Aber das ist wie, es passiert extrem viel, wie jetzt auch die Fähigstudie oder was. Ich bin nicht überall involviert. Okay. Sorry dafür. Was können wir Fischer machen, damit wir auch in 20 Jahren noch fischreiche Gewässer haben? Und das ist für mich so ein bisschen auch die Frage, was können wir Fischer auch dazu beitragen, eben das mit dieser Fischtreppe. Ich fische an der Reuss, da hat es ein Wasserkraftwerk vom AEW. Ich bin mega herzlich ich bin fischen am Sonntag und dann ist nachher noch meine Frau mit dem Kind gekommen und dann haben wir zusammen dort noch ein bisschen gefischt. Ein bisschen hatte Scheissfreude gehabt und am Schluss sind wir noch die Fischtreppe anschauen. Das ist einfach so ein bisschen, ja, ich finde es noch recht mächtig, wenn du so Fischtreppen siehst. Und es ist immer cool, wenn du auch einen Fisch dort drinnen irgendwie mal siehst. Ich habe noch nie einen gesehen, aber ich könnte es mir noch cool vorstellen. Ich habe nur mal einen gesehen, rausschwimmen, schöne Bach vor allem. Und dann bin ich mit dem Kleinen dort gegangen, da haben wir schön in die Fischtreppe hingegangen und der war natürlich völlig fasziniert gewesen, wie das Wasser nicht durchfließt, oder völlig strahlend und Band und ja. Und was können wir Fischer machen, damit es in dieser Hinsicht im Bereich Fischwanderung vor allem auch in deinem Themengebiet weitergeht oder schneller vorangeht? Ja, ich denke, es spielt schon eine Rolle, sich bewusst sein, das ist öffentlich bekannt, welche Kraftwerke saniert werden, das kann jeder einsehen. Das könnt ihr schauen, es gibt immer die Planungen, wo das jetzt schon gemacht worden ist für jeden Kanton. Da könnt ihr genau schauen, in eurer Abfischungsstrecke, in eurer Patentstrecke, hey, was hat es denn für Kraftwerke, sind die dort dran? Und dann einfach auch mal nachfragen. Einfach direkt und beim Kanton fragen oder beim Kraftwerk selber. Und meistens ist jetzt eben ganz viel in Planung. Es läuft extrem viel, aber es ist mega gut auch zu wissen, jetzt zum Beispiel für mich, so etwas wie Biologin in dem Sinn, wo Unterstützung weiss, sozusagen von der Bevölkerung oder von lokalen Leuten, die jetzt dort fischen, hey, da ist jemand, der bereit wäre, zum Beispiel auch zu helfen bei einer Wirkungskontrolle. Oder wo ein Interesse hat, dass das vorangeht und wie auch den Druck erhöht, einfach nur durchs Fragen und sagt, hey, bleibt da dran, was passiert, bis wann ist was. Interessiert euch sozusagen für das Thema. Und gerade eben, also häufig jetzt die Ethikern haben sie ja grosse Zählungen gemacht, da haben sie einen Aufruf gemacht, hat man sich melden als Fischerin und das Zählbecken leeren. Das muss man jeden Tag. Wenn es am Ende der Fischtreppe hat man jeden Tag geschaut, welche Fische sind angekommen. Hätte können helfen, rausnehmen, messen, wägen und dann wieder in den Fluss zurück. Und ich meine, das ist auch mega cool für euch, um zu wissen, was hat es in euren Gewässern. Aber es ist auch ein Mehrwert für uns, die Unterstützung zu haben. Ich bin mal an eine Abfischung mit oder an eine Fischzählung mit, was ist es gewesen? Ich glaube so Fischzählung, Abfischungen so. In einem kleinen Bach, ich weiss nicht, wo das war, irgendwo im Aargau, mit dem Fischereiaufseher bin ich mal mitgegangen. Ich habe gesagt, ich würde mega gerne mal dabei sein bei so einer elektronischen Abfischung, einfach zum wissen, wie das funktioniert, wie das dort vonstatten geht und so. Und die haben, glaube ich, noch Laichfischfang betrieben dort, wenn es mir recht ist. Und haben nachher jeden Fisch gewogen, vermessen, bla 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 und dann, ja, wieder zurück. Das war noch spannend, um zu sehen, was für Fisch in so einem kleinen, der Bach ist vielleicht, keine Ahnung, lass es 5 Meter breit sein. Ja, mit Strom bekommst du viel raus. Ja, es hat rechte Trümmer drin gehabt. Also, es war schon noch verrückt gewesen, ja. Ich finde es jetzt noch interessant, also ich rede jetzt erst mal über das Thema jetzt hier im Podcast, aber ich habe das Gefühl, so in unserer Fischereiszene, Lobby,
reden wir viel zu wenig über das, oder? Also über was meinst du jetzt? Ja. Über Abfischer, über Fischzählung, über das, was du erzählt hast, dass man den Fisch anschaut und misst und schaut, hey, welche Fische sind noch vorhanden. Gut, ich weiss oder halt ist jetzt nicht, das einfach, weil ich nicht immer Verein bin oder so? ich glaube, Vereine machen schon vieles. Ich glaube, das ist immer von Vereinen abhängig. Aber ich sehe immer wieder, wie der SFV wieder gewisse Sachen postet, Facebook vor allem, sowie auch aber Instagram, wie sie wieder am Abfischen sind und am Zählen sind und dort eine Massnahmen getroffen haben und. Aber so von den lokalen Vereinen, Ist ja die Frage, warum sind die nicht in dem Verein? keine Zeit. Schlichtweg keine Zeit. Also bei mir zumindest. Bei mir Bei eben dir so. wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Ich muss sonst schon schauen, dass ich den Kopf nicht verliere. Richtig, ja. Ja. Ja, weil das Ich habe gerade ist, die Woche den Aber Anschiss bekommen. Es ist halt schon so, gell? Es ist halt schon zeitaufwendig so etwas. Ich meine, in einem Verein, wenn du in einen Fischenverein gehst, ein klassisches Fischessen, Gewässer putzen, eben eventuell Fisch zählen, ausfischen oder abfischen, auch bei Sonne oder bei einem Hitzesommer und so. Eigentlich alles sinnvolle Sachen. Also ja, sinnvolle Sachen. Vor allem gerade das Abfischen, das Gewässerputzen und so Fischzählen ist sicher sinnvoll. Aber es braucht halt einfach Zeit. Dann hast du noch GV, dann hast du dort einen Vereinsanlass, dann hast du dort noch, dann hast du SEB noch. Und irgendwo hast du auch noch, willst du vielleicht auch mal selber noch ein bisschen fischen, willst du ans Wasser, dann wir haben jetzt noch einen Podcast, dann hast du vielleicht sonst noch irgendwo so ein Deutli da. Ja. ich denke, das ist schon etwas, eben, die Attraktivität von dem hat halt enorm abgenommen. Also das sind auch zum Teil überalterte Strukturen, die es hat und so, aber natürlich ist das auch in dem Sinne wie eine politische Macht. Und eben der SFV hat sich jetzt geöffnet, dass man auch als Einzelperson kann Mitglied sein bei ihnen, also der Schweizer Fischereiverband. Und sie sind schon auch in dem Sinn eben relevant im Sinn von das Interesse wirklich zu vertreten von den Fischerinnen gegen aussen, aber eben wirklich auch politisch und sich für das einzusetzen. Und mit dem Gesetz, der Gesetzesgrundlage, haben sie wirklich viel geschaffen. Also die Fischwanderung ist dort nur ein Teil davon. Und ich denke, das braucht es schon, die Stimme sozusagen den Fisch zu geben, grundsätzlich. Und ich meine, es fängt schon an Bewusstsein und ich würde schon sagen, meine Erfahrung ist schon auch, dass eben gerade Fischerinnen an sich ein Interesse haben an ihrem Gewässer und das auch gut kennen und dort auch sofort merken, wenn sich etwas verändert oder ja, wie es ist und eben häufig auch von dem können profitieren, wenn man dann revitalisiert zum Beispiel. Bei mir, der Grund, warum ich auch nicht im Verein bin, ist, dass du auch gesagt hast, so ein bisschen die alten Strukturen. Ich stelle mir so einen Fischerverein noch mit alten Säcken vor, wo irgendwelche Meinungen haben und nur die zählen. Und wenn du da reinkommen und irgendetwas reingeben an Inputs, dass es einfach heisst, ist schon immer so gewesen, machen wir weiter. So. Also ich hätte mehr ein bisschen dort auch noch mit dieser Auseinandersetzung irgendwie, glaube ich, Kraft nicht. Ich fände es an sich schon auch wichtig, mit einem Verein etwas bewirken können. Ich war mal beim Fischerverein Meeresschwand und Umgebung gewesen. Das ist der obere Rüsteil, habe ich mal das Patent gehabt, dort musst du im Verein gehen. Dort ist der einzige Punkt, den du hast, du musst an die GV gehen. Das war die einzige Verpflichtung gewesen. Aber ansonsten, du hast keine Gewässerputzen gehabt. Du hast auch für, ich sage jetzt mal, für den Fischbestand, also du hast eigentlich nichts, irgendwie keine Hege- und Pflegeaufgaben gehabt oder so. Dann stellt sich mir halt auch wieder die Frage, oder? Für was bin ich denn im Verein? Einfach nur zum Patent haben, ja okay, ist ja cool, ist eine gute Strecke und so, aber bewirken. Nein, ihr sagt ja jetzt auch, ihr habt nicht, einen oder? Austausch sonst. Es geht ja auch ein bisschen um das, Natürlich. oder? Also, und ich meine, das hat sich jetzt halt auch verlagert, auch mit Social Media und allem. Aber es geht ja wie auch darum, eben, wenn du sagst, es ist eigentlich nicht so ein Thema in der Community per se und sich so die gewässerökologische Frage ist Also wie jetzt auch... aus meiner Sicht, ja, das können andere vielleicht anders sehen. Nein, ich bin ja darum auch skeptisch gewesen, als ich eingeladen wurde, bei da, ob das überhaupt jemand interessiert, sozusagen, wenn ich jetzt komme und über das erzähle. Also du bist jetzt positiv überrascht in dem Fall? Ja, es ist ja schon an sich, ihr wisst Nein. nicht, ob das überhaupt gelassen wird. Nein. Das Oder ist in schon welchem klar. Ausmaß. Das wird ganz sicher gewusst. Aber ich meine eben im Sinn von, ja, sozusagen, was könnt ihr ja auch bewirken, hat ja schon auch mit dem zu tun, wenn man sich zusammentut und über das redet und sich dessen überhaupt mal bewusst ist. Und dann das wie auch sieht und dann, ja. Absolut, habe ich auch das Gefühl, ja. Meine Frage wäre, welche menschgemachten Strukturen stellen die grössten Hindernisse für Fisch dar? Ja, also im Großen und Ganzen ist es halt wirklich die enorme Lebensraumveränderung, die wir haben. Wir haben in der Schweiz sehr früh angefangen, die Gewässer zu kanalisieren. Also wird sie begradigt und indem sie sehr viel Raum weggenommen. Und dann hat man eben angefangen, wie sie sich angefangen haben, eintiefen, Hindernisse einbauen, die nicht nur Kraftwerke sind. Wir haben über 100'000 nicht kraftwerksbedingte Hindernisse in der Schweiz. Zum Beispiel? Das sind nur Schwellen, wie das Zielhölzli wäre. Dort, wo ich gesagt habe, wo ich meine Firma gegründet habe, also die Fische gesehen habe, das ist in Zürich, wenn du von Zürich den Fluss darauf gehst, hat es einfach einen riesen Absturz, 4 Meter hoch. Dort hat es spezifisch einen SBB-Tunnel drunter, warum der dort ist. Aber eben,
es hat eben in der Tös, ich weiß nicht wie viele Schwellen, alle paar 100 Meter, weil eben die Gewässer sich dann eintiefen, wenn man sie kanalisiert, weil der Fluss sich dann eingräbt, weil er die Breite nicht mehr hat. Und dann fallen die Ufer wieder rein und um das zu stabilisieren, macht man Schwellen rein. Eine Flussberuhigung, wenn du so willst, oder? Genau. Ja. Und dann kann man die zum Teil auch nicht einfach wieder rausnehmen, weil jetzt hast du ja rechts und links Infrastruktur, sonst werden deine Häuser oder deine Felder oder deine Brücke halt dann doch wieder abgeschwemmt oder überschwemmt und so, das will man halt nicht. Und darum muss man das jetzt halt wie anders andenken und anders überlegen. Man ist ja dann auch irgendwann drauf gekommen zu merken, aha, Hochwasserschutz, nur das Kanalisieren macht zum Teil mehr Probleme. Also ist man jetzt wieder von dem weggekommen, aber das ist wie so ein Trend, der sich halt erst entwickelt. Jetzt gehen wir ja immer wieder zu naturnähen Ufer, oder wie man so schön sagt. Ja. Mit so, wie sagen wir denn, mit so Rückhalte oder so Überflutungsbecken, oder wie man dann auch sagt, ja. Hey, mit welchen Organisationen schaffst du so zusammen? Also ich arbeite viel also mit Kantonen, wirklich zusammen mit den kantonalen Fischereiabteilungen oder eben mit dem Bund dann, also dem Bundesamt für Umwelt vor allem. Und sonst von den Organisationen sind es einfach so die klassischen, eben der Schweizer Fischereiverband, der WWF Schweiz oder zum Beispiel Aquaviva, einfach so die Organisationen, die sich jetzt wie auch fürs Gewässer interessieren. Mhm. Welches sind für dich da die wichtigsten Netzwerkpartner? Also Partner jetzt im Sinne von für meinen Auftrag per se sind ja auch viele Ingenieurbüros, weil also die Fischtreppe, die hat ja wie, es braucht so die Ingenieurseite, wo das wirklich dimensioniert und nachher auch wirklich baut und das mache ich nicht. Ich mache wirklich so das Ökologische dran und sage dann, es hat hier die und die Fische, die sind so und so groß, die können so und so schnell schwimmen und am Ende gehe ich effektiv die Fische zählen und sage, hey, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Und ich mache dann wie sozusagen vorher das Konzept, wie kannst du sie zählen und dann im Nachhinein, okay, wieso gutachten, okay, das hat funktioniert oder das müssen wir anders machen. Aber wenn so eine Fischtreppe gebaut ist, und, also ich sehe es einfach bei uns, wir haben so, bei uns sind so, keine Ahnung, was sind die Meter auf einem Meter die Becken, wo so das Wasser durchfließt in die Fischtreppen rein. Der Ausschnitt ist vielleicht, lass es 30 cm sein, dann ist es viel. Wie kommt dort ein Wels rauf? Ja. Also, einfach so für mich. Also grundsätzlich ist die Fischtreppe sozusagen so auszulegen auf die Fischfauna, die es dort potenziell hat. Nicht einmal nur die, die es jetzt hat, sondern wirklich die planmäßig dort müsste sein. Das geht so weit, dass man zum Beispiel in der Schweiz weiss, der Lachs ist ausgestorben, aber man siedelt ihn wieder an. Man setzt ja junge Lachse aus in der Schweiz. Und in dem Einzugsgebiet, wo man sagt, er war eben mal gewesen, muss die Fischtreppe für den Lachs zugänglich sein. Das heisst, die Becken werden heute schon so gebaut, obwohl der Lachs noch nicht da ist, dass er so groß ist. Und die sind wirklich dimensioniert, eben je nach Fischart. Und das ist wirklich so, dass die Wälder dort durchkommen, durch die 20-30 cm Schlitz. Und wir zum Teil auch erstaunt sind, auch in welche Rüsen, die sich reinquetschen, dann beim Zählen und so, wo man denkt, sie passen eigentlich nicht durch. Wow, okay. Spannend. Jetzt haben wir schon viel über so Fischzählungen geredet. Erzähl mal, wie läuft das so ab? So eine normale, wie man Fisch zählt? Ja, wie muss sich das ein normaler Zuhörender vorstellen? Also gehst du dann 1, 2, 3, 4 oder wie macht man das? Ja, also es gibt verschiedene Methoden. Also eine ist zum Beispiel, man tut wirklich Fisch markieren, taggen mit RFID-Chips. Also so wie man das von der Haiforschung kennt? Also wenn man eine Katze hat zum Beispiel, meinst okay. du? Oder im Laden, wenn du etwas klauen willst, du gehst durch die Tür durch und es piepst, sozusagen. Nein, ich rede von denen, also ich weiß nicht, das mal da. Du redest von denen, die in den Flossen reinstecken, richtig, die nachher rausschauen, oder? So. Also genau, dann irgendwann auch abgeht und dann kannst du Daten messen, was der Hai Genau, aber es gibt verschiedene, es gibt eben die, die du wirklich in die Bauchhöhle reinmachst. Ja. Das sind Pit-Tags. Und dann baust du deine Antenne in die Fischtreppe ein, am Eingang und am Ausgang und dann weißt du genau, der Fisch, der markiert ist, fängst ihn oben, setzt ihn unten aus, dann geht er meistens zurück, zum Beispiel eine Forelle macht das ziemlich gut. Und dann hast du ein Signal, wenn sie durchgeschwommen ist. Mhm. Ja. Aber die Tags bleiben das Leben lang im Fisch. Die haben keine Batterie drin und die bleibt drin. Es gibt solche, die auch eben wieder weggehen oder eben wo eine Ablaufzeit haben. Aber sonst, was man einfacher macht, man tut am oberen Ende eben ein Zählbecken bauen, das ist wie ein extra Becken, wo dann Fisch reingeleitet werden und dann schließt man den sonstigen Durchgang und dann zählt man jeden Tag, welche Fische sind drin. Mhm. Oder heutzutage setzt man halt dann noch mehr auf Videokameras. Ist einfach nicht so trivial, weil du wahnsinnig viel Bildmaterial hast und es bewegt sich alles und mittlerweile mit KI und so ist man da viel weiter, aber es ist einfach auch ein spezialisiertes Gebiet zum Unterscheiden, ist ein Ast oder ein Blatt oder ein Fisch. Mhm. Und kennen wir vom Fischen, wenn wir einen Ast haken und das Gefühl haben, das sei ein Meter. Genau.
Ja, das sind so die üblichen Methoden. Okay. Einfach Mega schnell so spannend. Klammerbemerkung. Ich habe das Video selber noch nicht gesehen. Ich glaube, First Cast TV hat auch gerade in Holland Ja, stimmt. so Folge gemacht, wo Ich es, hab- glaube ich, Egli gezählt haben. Ist aber schon länger her. Also schon länger, glaube etwa einen Monat. Ja, aber die Folge ist erst jetzt rausgekommen. Der Sonntag. Also Okay. mit was haben Sie es gezählt? Wie? Wie haben Sie es gezählt? Ich habe die Folge auch noch nicht Das gesehen, weiss um ich es zu nicht. erzählen. Ich wollte es eigentlich auf Vorbereitung heute tun, aber nicht dazu gekommen. Also ich meine, wenn man mal schauen, zum Beispiel bei Iffezheim, das ist das unterste Kraftwerk im Rhein, online auf der Webseite kann man sehen, dort siehst du die Kamera, dort siehst du die Fische, wie sie durchgehen. Ah, Siehst du was? Fischtreppen? Also innen, ja genau. Die haben einfach eine Scheibe und dann siehst du die Kamera davon und dann kannst du sehen, wie zum Beispiel die einen Lachsen wieder zurückkommen. Hey, ich probiere, dass ich euch den Link von der Webcam kann in die Shownotes einhauen. Das Ja. wird meine Tagesbeschäftigung sein. Fischli schauen, geil. Nein, finde ich cool. Sackstark. Kann man dich irgendwie bei einer Fischzählung unterstützen oder kann man mal dich sonst irgendwie unterstützen, wenn du so im Wasser bist, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, oder kann man sich bei dir mal melden und kann sagen, hey, Ja. los, ich wäre mal dabei bei so etwas, oder ist das mehr für dich ein Hindernis, wo du sagst, nein, muss ich alle anlernen, braucht viel Zeit und Nein, grundsätzlich schon. Es ist einfach dann eben genau, es ist wie, also dann immer gerade eine Frage, kommt einfach jemand vorbei und macht das wie freiwillig so eine gewisse Zeit, kein Problem. Kann man sich bei mir melden, wenn man Interesse hat, meldet euch bei mir und es kommt dann gerade darauf an, was habe ich für ein Projekt. Weil eben ein Teil von dem klingt mega cool, hey, ich kann Fisch zählen, aber das ist das Coolste an dem. Aber was man ja auch viel macht, ist, ich schreibe vorher ein Konzept, wie man denn das muss zählen, und ich meine, dann hocke ich an meinem Pult und ja klar, da kann man dich nicht gross unterstützen natürlich, aber Genau, ich meine, man kann sich einfach melden, wenn ihr Interesse habt an sich, das cool findet und so, dann kann ich auch wie so ich habe schon ein File mit Leuten, wo ich weiss, hey, wenn ich ein Projekt habe, kann ich mich mal melden. Und ich meine, es ist auch cool, wenn es wirklich lokal ist. Also, dass man nicht durch die halbe Schweiz muss reisen für das. Ja. ich glaube, das würde sicher die einen oder anderen noch interessieren, dass sie irgendwie können sagen, hey, weißt du, einfach so ein bisschen auch den Einblick, oder? Wie läuft so ein Tag oder einen halben Tag oder wie auch immer ab bei so etwas? Ja, würde mich selber auf jeden Fall auch mega interessieren. Also, könnte ich mir gut vorstellen. Was ist denn so die Sache, die du nicht so gerne machst an deinem Job? Ja, Ist noch schwierig, es ist das Hobby, gell? ja, es ist schon mega cool, aber klar, ich meine, ich kann auch Rechnungen und Buchhaltung und keine Ahnung was so, ja, Gelder einholen finde ich nicht so lässig. Also ist mega cool, die Freiheit zu haben, da wird man dann auch wieder nicht zu fest sich beschweren, aber zum sagen, hey, ich habe eine Idee, ich mache ein eigenes Projekt, aber dann überall an die Tür klopfen und sagen, hey, ich habe die coolste Idee, kannst du mir Geld geben? Das finde ich nicht so cool. Das ist für mich auch noch eine Frage im Fall. Geld. Ja. Wie finanzierst du dich? Weil du bist ja nicht, du verkaufst ja nicht ein physisches Produkt Ja. in dem Sinn, sondern Eine Dienstleistung. oder ein Konzept oder was auch Ja. immer, oder? Also eben, die Kraftwerke, die müssen ja das machen und sie bekommen das Geld sozusagen vom Staat finanziert. Das heißt, ich werde entweder vom Kraftwerk direkt angestellt oder dann von einem Ingenieurbüro und die Gelder können sie nachher wieder einholen beim Bund. Ein Teil sind kantonale Gelder, also oder eben sogar von den NGOs und die haben halt ihre eigenen Finanzierungsmittel. Ja, oder eben manchmal habe ich eine eigene Idee und dann suche ich mir Geldgeber und sage, ich will das machen, das ist mega cool, gib mir Geld. Ist das nicht eigentlich so ein Schweizer Ding, so ein bisschen, so das Betteln, das passt uns auch nicht so. Also eben, ich verstehe dich total, ich könnte das auch nicht. Ich habe das nur schon, wenn du irgendwie musst Kuchen verkaufen am Stand, finde ich das so mühsam. Wir haben jetzt letztens mit den Jugendlichen für Viva und Agua haben wir Spendergelder gesammelt. Ich finde nur schon das mega unangenehm, obwohl du es ja für eine gute Sache machst. Ja. Es ist ja nur schon wie mit unserer Idee oder mit unserer Sache, wo wir gesagt haben, hey, irgendetwas produzieren und verkaufen oder so. Und nur schon das ist irgendwie so ein bisschen, ja, dort haben wir ja auch im Offen noch darüber diskutiert, ja, wie wollen wir es anteasern, wenn wir mal fragen, wer kauft überhaupt oder wer würde überhaupt kaufen. Und das ist dann für mich so ein bisschen wie ein Betteln fast, so ein bisschen, bitte kaufen. Ja. Andererseits muss man sich bewusst sein, es ist eigentlich genug Geld rum. Definitiv. Und die definitiv. Leute machen wirklich auch dummes Zeug mit Geld. Das heisst, eigentlich ist es gescheit. Du Ja, aber zeigst, was man sinnvoll Aber ich glaube, machen es ist eben genau der Punkt, den du am Anfang angesprochen hast, man sieht es zu wenig. Ja. Fisch. Und Ja. vor allem an einer Fischtreppe. Ich weiss ja nicht, wie viele Fischer von euch sind schon mal an einer Fischtreppe gewesen? Also weißt, einfach schauen oder wissen, ob euer Gewässer, das Kraftwerk, das euer Gewässer staut, ob das überhaupt eine Fischtreppe hat. Aber zum Beispiel das ist das, wenn du gesagt hast, was könnt ihr machen. Schaut euch das mal an. Sind euch unbedingt, dessen ja. einfach mal bewusst, habt einen Blick dafür. Und eben, das ist noch wichtig, die Fischtreppe ist das eine, aber was jedes Kraftwerk auch braucht, ist ein Fischabstieg. Weil die Fische Fischtreppe ist der Aufstieg. ja, Die gehen nicht dort runter. theoretisch könnten sie, aber sie müssten den Einstieg finden. Und
der Fisch folgt beim Abwärtswandern der Hauptströmung und die geht bei einem Wasserkraftwerk meistens durch Turbine. Darum haben wir auch geschnetzelte Aale. Ja, und nicht nur Öl, die sieht man halt, aber alle anderen sieht man nicht. Und das ist ein Teil vom Problem auch, dass man das einfach nicht sieht und nicht bewusst hat. Und beim Aal ist es besonders tragisch und da sieht man es mega viel und das ist auch ein Thema, wo ich mich darum schon sehr lange darum kümmere. Also ich weiss, das Kraftwerk, es nimmt mir jetzt gerade ein Wunder, vielleicht ist es ein bisschen einheitlich auch geregelt oder so ein bisschen. Das Kraftwerk, das hier zu Bremgarten ist, das hat ein Gitter vorne dran, für Schwemmholz und die groben Teile natürlich. Das wird wahrscheinlich unten für offen sein, damit das untere Zeug ohne Problem durchkommt, weil das Holz schwimmt ja in der Regel. Ich habe dort mal den Betreiber gefragt, wie das aussieht mit den Fischen, mit den Aal. Und da hat er auch gesagt, ja, die Turbinen, die haben genug Abstand zwischendrin, dass die Fische anscheinend durchkommen. Das ist die Sicht vom Kraftwerk. Es gibt ja immer zwei Ansichten, oder? Es ist ja immer so. Braucht es dann noch einen separaten Fischabstieg? Ja, immer. Muss immer so sein? Es braucht zwei Sachen. Das eine ist der Fischschutz und das andere ist der Fischabstieg. Man kann sich vorstellen, der Fischschutz ist eigentlich der Rechen vor der Turbine, der fein genug ist, dass der Fisch nicht durchkommt. Ja, wie viel, aber also, ja, welcher Fisch, also welche Größe? Da reden wir gerade drüber, ich komme gerade drauf zu. Und das Zweite ist, du brauchst wie einen sicheren Weg nachher durchab. Könnte man sich vorstellen, du hast wie einen Rechen und dann hast du wie einen Rutsche oder etwas, wo der Fisch sozusagen dran vorbeikommt. Sobald der Fisch durch die Turbine kommt, kommt es mega darauf an, was es für eine Turbine ist, wie schnell dreht sie, wie viele Schaufelblätter hat sie und so, um zu sagen, wie groß der Schaden für den Fisch ist. Und es kommt auch auf den Fisch an. Eben ist es jetzt ein meterlanger Aal, der eher noch verschnitten wird, oder ist es ein Jungfisch, der vielleicht das überlebt, theoretisch, weil er nicht verschnitten wird, aber du hast nach der Turbine einen Unterdruck und dann bläht sie ihnen ihre Schwimmblase auf und dann sterben sie wegen innerer Verletzungen. Das heisst, wenn man jetzt einen Fischschutz machen will und sagen, der Fisch soll gar nicht in die Turbine kommen, geht man jetzt heute davon aus, der Abstand von diesen Rechen müsste 10 bis 15 mm sein, um die meisten Fische von dem abzuhalten. Und dann muss man ihn eigentlich eben auch gewisse Form schräg stellen, dass es eine Strömung vorher induziert, weil auch durch einen 15 mm Rechen kommen die Fische zum Teil durch, weil sie sind ja eher schmal und hoch als breit. Und darum gibt's, und so einen Feinrechen heisst dann das auch, ein Fischschutzrechen, das müssen sie eben jetzt auch nachrüsten, bis 2030. Okay. Und Bremgarten ist jetzt gerade ein schwieriges Beispiel, weil man für die grossen Kraftwerke das nicht einfach einbauen kann. Du kannst nicht im Rhein oder in der Reuss oder in der Aare einfach so einen ganz feinen Rechen einbauen, weil eben jeder Ast, der dann grösser ist und kommt, der beschädigt auch den Rechen. Das heisst, du brauchst vorher noch einen Grobrechen und du hast auch einen Verlust durch den Rechen von der Strommenge sozusagen nachher. Und darum ist das nicht trivial. Für kleine Anlagen haben wir eigentlich technische Lösungen, wissen wir, wie machen. Und bei den grossen geht es zum Teil auch darum, okay, kann man sie eben zum Teil zum Beispiel betrieblich so schalten, dass sie zu gewissen Zeiten langsamer drehen oder so und so, dass man den Fisch sozusagen nicht schädigt, wenn er da abgeht. Aber dann haben wir das nächste Problem. Wir haben ja auch viele verschiedene Fischarten. Ich wollte jetzt gerade sagen, das kannst du nicht irgendwie auf die Laichzeiten oder auf die Wanderzeiten von der Fisch abwälzen. Weil sonst wäre es ja permanent wahrscheinlich am langsam drehen. Und dann bist du wieder im Strom. Genau. Ja. Wow, spannend. Ich finde es mega interessant. Erzählen? Ich finde es auch spannend. Also ich finde es brutal interessant. Aber jetzt habe ich dich noch eine Frage, mit dem Rechen und so, hat das einen Einfluss aufs Wasser? Also wird das Wasser mehr gestaut oder weniger gestaut oder fließt das immer noch gleich schnell? Es fließt schon, aber eben, du hast schon einen gewissen Verlust in dem Sinn und das muss schon abgestimmt sein, dass dann das stimmt. Du kannst nicht einfach einen mini-feinen Rechen einfach reinbauen und dann meinen, es funktioniert gleich, wie wenn du einen groben hast. Aber eben für kleine Anlagen mit einer geringeren Ausbauwassermenge geht das gut. Und der grösste Feinrechen, den wir bis jetzt gebaut haben, ist das Kraftwerk Dietike. Ja. Und da war ein Versuch, das in dem Maß mal zu machen. Und dort hat man einen Fischabstieg gebaut und einen neuen Fischaufstieg. Und dort sind sie eben aktuell noch am Zählen, um zu sagen, wie gut das funktioniert und ob man das übertragen auf andere Standorte. Wann erfahrt man die Zahlen? Das ist eine gute Frage. Das ist das Nächste, was ihr Fischerinnen und Fischer machen könnt. Wenn an eurer Fischtreppe bezahlt worden ist, fragt doch mal nachher nach diesen Zahlen. Ja. Weil das ist leider bis heute noch ein Problem, dass das zum Teil so lange geht und bis das veröffentlicht wird und die anderen Betriebe wollen das nicht und so und dass darum der Lernprozess recht langsam ist. Es gibt eine Webseite, die könnte ich euch noch schicken, wo ihr die bisherige, das heisst Wirkungskontrolle, also hat das die Wirkung, die man hätte wollen, dass die Fische wieder wandern können, gemacht hat. Das sind eben ja eigentlich öffentliche Gelder und die Berichte, die es schon gibt, die sind auf einer Webseite aufgeführt.
Das kann ich euch auch noch in die Show Notes ziehen. Unbedingt. Dort könnt ihr mal schauen. Das kann man so filtern dann. Ich kann dir nur die Gesamtseite geben, das kannst du dann filtern nach Region oder nach Abstieg, Aufstieg. Ja. Boah, Scheiße, Mann. Das ist ja verdammt krass. Ich kann mir jetzt nicht viel unter deinem Job vorstellen, aber es klingt verdammt interessant. Ja. Es ist auch vielfältig. Und es ist, was das ich Rechnungen zahlen, mit dem müssen wir mich auch nicht befassen. Ja, aber gut, so aber eben das, was schon auch spannend daran ist, dass wir wirklich erstaunlich wenig wissen über unsere einheimischen Fische. Ja. Und wir wissen dann zum Teil nicht, eben wann gehen sie. Du müsstest das ja wissen, um die Turbinen können anders regulieren. Gehen sie in Gruppen, gehen sie am Grund, gehen sie an der Oberfläche. Was machen sie denn am Wehr, was machen sie im Sommer, was machen sie im Winter? Und das ist mega spannend. Dass man, eben, es ist wie zum Teil angewandte Forschung. Dass man halt wirklich auch über den Fisch markiert, schaut, was machen sie so und so. wie viele Jahre braucht das noch, bis wir das alles wissen? Oh. Ja, das kann ich leider nicht beantworten, aber es bräuchte einfach schon mehr Leute, die sich mit dem beschäftigen, dann wird es schneller gehen. Ja. Ja, brutal spannend. Ja, wie Soli schon gesagt hat. Ja. Eva, erzähl weiter, wir können stundenlang zuhören. Irgendwo ist unser Podcast halt auch begrenzt. Von mir aus gesehen ist noch... Ja, sorry. Ja, ich hätte einfach noch eine abschliessende Frage. So. Welche Herausforderung siehst du für die Zukunft für Fischwanderung in der Schweiz? Also ich sehe schon die Herausforderung, das wirklich in einem anständigen Zeitfenster umzusetzen, dass wir sozusagen wirklich noch die Fische haben, wo dann wandern wollen. Weil es ist, also der Zustand ist wirklich schlecht und mit der Klimakrise nehmen die Probleme zu. Gerade die Fischwanderung an sich ist ja noch viel mehr. Es ist nicht nur die Fischtreppe, es ist auch die Anbindung vom Seitengewässer als Hauptgewässer, zum Beispiel im Sommer können ins kühlere Bächli gehen, statt im Hauptfluss bleiben oder so weiter. Und das ist sicher ein Thema, um das wie schnell genug Lösungen zu finden. Und eben die Umsetzung von dem, wo man weiß zum Teil, was man müsste machen. Wir wissen es zum Teil, aber es geht einfach lang, um das wirklich umsetzen in dieser Frist und eben auch im Ausmaß. Es müsste einfach schneller gehen. Also mehr Revitalisierungen, mehr Beschattungen, mehr von diesen Fischtreppen, Fischabstiegshilfen. Was können wir als Fischer abstimmen, dass wir nachfragen bei den Zählungen, was können wir sonst noch tun? Also ich meine, was ihr an sich grundsätzlich könnt tun, jetzt nicht nur in Bezug auf die Fischwanderung, aber vielleicht für an sich die Fischpopulation, ist schon einfach auch der Umgang von euch am Gewässer bewusst sein. Also was macht ihr am Gewässer, was nutzt ihr für Material? Also das eine ist, wie gehe ich mit dem Fisch um, eben nicht nur Catch and Release per se, sondern einfach auch, wie tue ich ihn fangen, kann ich meine Angeltechnik beherrschen, wie viel Hänger habe ich, wie viel Verlust habe ich, muss es wirklich Blei sein? Ich weiss, das ist eine Geldfrage, aber generell eben, das hat einfach einen Einfluss. Oder was nutze ich für ein Vorfach? Je nachdem haben die einfach auch negative Einflüsse auf unsere Gewässer. Und eben, wie viel Verlust habe ich auch, wie viel Köder verliere ich. Also das sozusagen, was sozusagen wie etwas Negatives wird eine Auswirkung sein von eurem Hobby. Und dann würde ich schon sagen, gebt den Fischen eine Stimme. Politisch wirklich. Also ihr müsst nicht in einem Verein tätig sein, aber wenn Abstimmungen sind, wie Biodiversitätsinitiative und so weiter, geben der Natur eine Stimme, weil sie können es selber nicht. Das Cool. ist so, ja. Sehr gut, ich glaube, das nehmen wir uns ziemlich zu Herzen. Wie findet man dich, beziehungsweise wo kann man sich über Fischwanderung informieren, über das, was du machst? Ja, oder allenfalls eben auch dich selber unterstützen? Also am besten, wenn man mich unterstützen will, schreibt man mir ein Mail. Also wirklich eva@fischwanderung.ch und sonst schaut meine Webseite an. Es ist so zweiteilt, ein Teil heißt portal.fischwanderung.ch und dort hat es ganz viele Informationen über alles mögliche, Klimakrise und Zustand der Gewässer und so. Ich bin schon auf Insta, ich bin auf Facebook, aber wenn man mir dort Nachrichten schickt, das geht einfach zum Teil unter. Ich habe gehört, das passiert auch anderen. Ich weiss nicht, von was du redest. Keine Ahnung. Nico, wenn du keine Frage mehr hast, würde ich sagen, wir müssen das spielen. Zwar kommt jetzt das bekannte, berühmte, berüchtigte Entweder-Oder. Sorry, wenn dir da so ins Wort gefallen ist. Easy, ich nehme es dir übel. Ja, das ist gut. Das wollte ich eigentlich auch wollen. Ich drehe mich jetzt auch ein bisschen von einer ab, weil ich habe ein paar blöde Fragen. Ich muss meine schnell durchgehen, weil ich das ich kann streichen kann. Lieber seekrank oder wasserscheu? Seekrank. Weil du zu wenig auf dem See bist. He? Macht Ja, Sinn. Ist jetzt eine blöde Frage. Ja, und seekrank, da kannst du vielleicht im Notfall etwas nehmen oder halt sonst eben ins Wasser gehen. Aber wasserscheu geht gar nicht, weil eben Tauchen, Schnorcheln, alles unter Wasser ist nötig. Okay. Lieber ein Aal im Haifischbecken oder ein Hai im Aalbecken?
Was man selber will sein. Oder? Ja, was wärst du lieber? Was wärst du lieber? Ja, dann wärst du schon lieber daheim. Daheim Malbeck. Es kommt jetzt darauf an, wie gross das Becken ist, oder? Ja. Und irgendwann hast du fertig gegessen. Wenn ein Fluss ökologisch tot ist, was wäre wichtiger? Technische Renaturierung mit teuren Massnahmen, Nutzungsverzicht und natürliche Regeneration über Jahrzehnte? Ich glaube, das ist noch ein bisschen eine schwierige Frage, weil es auf das Zeitfenster ankommt, wie schnell du auch etwas verbessert haben. Ich denke, mit technischen Massnahmen, mit Geld, wenn man es gescheit macht, kann man schon relativ schnell eine Verbesserung induzieren. Aber langfristig ist es natürlich gut, einfach den Raum zu lassen und die Zeit, um sich sozusagen wieder erholen. Aber zum Beispiel, nehmen wir ganz konkret, um es zu erklären, wenn man einen kanalisierten Fluss hat, müsstest du dem halt zum Beispiel die Uferverbauungen wegnehmen. Und das müsstest du wie halt einig machen, dass er dann überhaupt kann, sich den Raum wieder nehmen kann. Weil sonst wird er nie wieder sich erheben und dem nicht weiter eintiefen. Deine Antworten sind mega gut, aber es ist ein Entweder-oder. Du musst dich für eins von denen entscheiden. Ja, also dann sage ich halt langfristig irgendwie. Was ist das gewesen? Regenerieren lassen. Ja. Lieber ein neues AKW oder ein neues Flusskraftwerk? Das ist eine ziemlich gemeine Frage. Aber Gell? ich muss trotzdem sagen, ein neues Flusskraftwerk. Wirklich? Ja. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ist es, weil die Neuen immer Mühe mit einer Fischtreppe ausgestattet sind, Fisch auf- und Abstieg? Das müsste sie und sie müssten das Restwasser einhalten. Aber gell, ich meine, das Potenzial in der Schweiz für neue Wasserkraftwerke ist minim klein. Und die einzige, die es noch geben wird in den Alpen sein. Man wird versuchen, die letzten Gletscher noch zu fassen. Aber man wird keine weiteren Flusskraftwerke im grossen Stil können bauen. Es ist alles genutzt. Aber eben, das AKW ist auch ein No-Go, wo mit ungelösten Fragen, wo nicht eine Lösung wird sein. Aber eben, es ist leider das Entweder-Oder, sonst würde ich auch sagen, setzt auf Solar. Natürlich, ja, klar. Wer von den Fischen ist für dich der Wanderkönig? Der Lachs oder der Aal? Eigentlich der Aal. Weil der Aal ist noch viel verrückter, der geht bis in die Karibik zum Laichen. Ja. Und kommt ja dann wieder zu uns und lebt Jahrzehnte bei uns, bis er zurückgeht in die Karibik. Und der Lachs würde das zumindest auch machen, vom Meer bis zu uns und zurück. Ja. Also Und gehst auf du mit jeden- dem Aal? Ich gehe mit dem Aal. Gut. Einfach, dass wir das noch richtig gestellt haben. Super, tipptopp. Ich habe keine Fragen mehr. Nein, ich kann nicht. Es sind ja 5 gewesen. Ah, wirklich? Ja, ich Ui. habe zwei am Hey, du Anfang hast es gestellt. geschafft. Ja. Ich sage Bravo. jetzt Hat nicht, er- welche viel schlimmere Frage ich erwartet habe. Hast du auf jeden Fall einen Applaus Wir haben verdient? keine 6 Fragen bei den Gästen. Nein. Du hast keine Angst Nein, ich hätte nicht. gehabt. Hättest du noch andere gehabt? Ich hätte noch eine schwierige gehabt. Wirklich? Also komm, 6. Nein. Nur im Ofen. Okay, gut. Hey, nice. Dann würde ich sagen, wir sind... Aber ich könnte Stunden noch mit dir darüber diskutieren, wie wir jetzt merken. Ich bin jetzt erst ein bisschen richtig warm geworden in diesem Thema, merke ich. Ja, du bist halt so zurückhaltend und schüch gewesen, wie du immer bist. Nein, man tut sich immer ein bisschen so ein bisschen auf das Thema fokussieren, anstatt man tut es einfach wieder mal, man hätte einfach kommen und fragen mit den Fragen, die sich gerade so ergeben. Aber ich glaube, es ist halt so ein bisschen, wir haben das probiert irgendwie zu vorbereiten, wie es sich hat zum guten Ton gehört, von mir aus gesehen. Nicht immer mit dem Richtigen, wie wir im Intro vielleicht auch, oder nach dem Intro vielleicht auch gemerkt haben, aber egal. Hey, ich habe auf jeden Fall einen ganz geilen Podcast gefunden und bedanke mich mega herzlich bei dir, Eva. Ist wirklich Danke cool. Mhm. Hey, lasst uns unbedingt wissen, wie die Folge bei euch angekommen ist. Genau. Eva hat Angst gehabt, dass das Community von den Fischern nicht interessiert. Und ich sage, es interessiert noch viel mehr Leute als nur den Nico und mich. Absolut. Und wir haben da noch Pro-Views auf dem Tisch. Was sollen wir mit denen machen? Stimmt. Eva, wie können die Zuhörenden die 2 Pro-Views gewinnen? Ich will eigentlich mit jemandem fischen. Das haben wir eigentlich mal geredet. Also, Jemand, der sagt, ich darf mit aufs Boot fischen. Darf die haben. perfekt. Eva nimmt die mit und bringt die der Person mit, die Eva aufs Boot mitnimmt. Also, aber wie meldet die sich? Sie werden unten dran am Podcast kommentieren. Die Leute, die Eva mitnehmen wollen, aufs Boot, schreiben im Kommentar einen Grund, warum dass sie mit ihnen mitkommen. Voll, finde ich gut. Nein. Das, Nice. Und Ist ich darf gut. auswählen. Du Ja, darfst auswählen, Eva ja. wählt geil. nachher heraus. Und wir tun es in der nächsten Episode, jetzt haben wir ein bisschen längere, also einen Monat etwa Pause. Mhm. Wir haben die nächste Episode, die kommt Erst am wieder Mitte 11. Mai. Ja. Und
vielleicht können wir die schon zuschalten dort, mal schauen. Kann sie nachher sagen, wer das sie ausgesucht hat, wo sie darf mitnehmen aufs Boot. Nice. Eva, vielen Dank, bist du unsere Gästin gewesen. Habe ich es jetzt richtig gesagt? Ja, absolut. Wir haben wieder unseren Wortschatz erweitern. Wirklich? Wir haben wieder etwas gelernt heute. Ich habe es mega interessant gefunden. Super spannend. Und vielen Dank. Das letzte Wort gehört Danke dir. Hast du noch irgendetwas anmerken? Nein, super. Danke euch. Hey, wir sind draussen für heute. Ciao zusammen. Yeah, erste Podcast in der Schweiz übers Fischen ist draussen. Hey, weisst schon, lass uns Bier rufen. Fisch verrückt, treffen sie den Bauch oder werfen im Wasser. Die nächste Folge vom Forellenkönig und ein Bär sind im Kasten. Tight Lines, Baby!